So, geht alles. Der Controller ist aufgeladen. Das Mikrofon geht. Donation Sound sind's an. Der Sound geht da. Ich habe eingestellt, dass ich Donations sehen kann. Das machen wir zu, das machen wir zu. Wir haben einen Titel geändert. Wir haben einen Chat offen. Wir haben neue Mitglieder-Emojis. Wir haben einen Sound von meinem eigenen Chat ausgemacht. Wir haben einen Twitch-Titel geändert. Wir haben, was haben wir sonst noch so? Ein Händchenbau haben wir, der wieder, weiß ich nicht die Shisha-Zimmer, Papa schaut heute mit. Papa schaut mit. Ah, das Einzige, was wieder nicht funktioniert, ist, dass ich Donations an meine scheiß Kopfhörer her, aber das wieder nicht geht. Und ich weiß nicht warum. Wie das behindert, die Scheißding wird einfach. Wer war das? Ich sag schon wieder nix. Wulpix, merci! Oh. Wir müssen beim nächsten Mal, wenn ich droh, denke ich sowieso wieder nicht droh. Beim nächsten Mal fangen wir mit der Tagesschau-Sound fangen wir an. Hey, ich bin einigermaßen vorbereitet. Ja? Leute, chillt's einmal. Wulpix, merci. Medwurst-Kaiser, tritt. Jetzt habe ich gelesen, mein zweitstabilster Mensch. Hey, Brudi, ich bin so stabil. Kussi aufs Nussi. Alter, du bist übrigens gefühlt auch der Einzige, der es in meinen Fragebeiträgen geschafft hat, 3, 4, 5 anständige Fragen zu stellen. Dankeschön. Netti, egal wie nett du bist, a nett ist Netti. Merci, Leid. Hab ich. Oh. Nein! Herr Jager, why? Why are you doing? Why? Uwe! Herr Jager, was soll ich sagen dazu? Was soll ich noch schon wieder sagen dazu? Ich bin keine 3 Minuten nicht da. 100, ich sag doch da schon wieder, dass der Notreißganger nicht kommen. Leute! Es muss aufhören! Was ist mit Creme Brûlée? Julia. Kekovic. Ich hoffe, dass ich den Namen richtig ausspreche. Pass auf, du kriegst die große Tröte. Dankeschön. Leid! Meine Donations kommen aus die Boxen, das ist richtig. Der Maurer hat es erkannt. Händchenbau. Ich will das nicht! Leid, jetzt lasst mir mal was. Ich hab nicht mehr anständig, hab ich dir gesagt. Fix Mare! Heute noch mal 4 Sekunden erfutzen! Rest in peace, Mr. Headphone User! Frau Kekovic, merci für die Mitgliedschaft. Bussi aufs Nussi, herzlich willkommen im besten Squad der Welt. Herr Oberpfälzer. Selbiges gilt für dich. Florian, ich hab deinen Zehner schon gesehen. Stop it. Herr Jager, kaufst du heute eine halbe? Oder 25? Und jetzt 30? Herr Jager, stop it! Leider, das hört aber heute auch nicht auf. Ich weiß nicht, jetzt zeigst du auch nicht, ob er was denn? Der Berndl-Hans, das war der Berndl-Hans. Pass auf, ich such's dir mir aus. Merci für den Euro, wo ist der andere Berndl-Hans? Berndl-Hans, da ist er. Habe dritt, alter Mann, wahnsinnig viel Zeit vergessen, einmal mitgefolgt, was gehabt, merci für das geile Jahr. Bruder, ich muss jetzt leider los, die Nachbarschaft ruft. Was für Nachbarschaft, Alter? Leider, jetzt, was ist los mit euch? Jetzt mal kurz serious, jetzt. Das hört einfach nicht auf. Herr Reisinger, merci. Herr Jager, merci. Flo, merci. Zu euch brauche ich ja eh nichts mehr sagen. Herr Reisinger, grüßen Sie einer Frau, geben Sie einen Kussi aufs Nussi. Vielen herzlichen Dank. Leider an alle anderen auch. Herr Bünger, es wird doch wohl nicht alles auf Anhieb gehen. Doch! Es funktioniert alles, außer dass ich Donations sind aus die Boxen her. Und ihr Herz ist wahrscheinlich auch doppelt und dreifach immer. Nein! Werner! Ich würde gerne sehen, ich 100% bei Detroit. Oh, das klingt nach jeder Menge Arbeit, Werner. Und ich hab's noch nicht mal ein Viertel durch, glaube ich. Dankeschön! Julia Kekovic. Cekovic, nicht ganz richtig, der Nachname aber fast.
Wie, Julia? Wie? Julia, wer hat das Spiel richtig aussprechen? Dankeschön! Passt schon! Danke! Ja, passt schon, du hast recht. Streaming haben wir durchgespielt. Keine Ahnung, ich will mich da 2 Stunden hersitzen. Das wenn ich jetzt 2 Stunden so durchziehe, das hört nicht auf! Ich weiß aber nicht warum! Ich tue überhaupt nichts! Ich sitze einfach nur da! Herr Liffler, Eskalation! Moment, kriegst du Babytröte. Das ist scheißbehindert. Das ist my level of Humor. Dann stirb ich. Herr Billmeier, Dankeschön. Leute, ich weiß nicht, wie viele Leute, dass ich da jetzt übersehen habe. Danke. Ohne Scheiß. Zwickel 30 für den besten Mo. Hashtag no homo. Dankeschön. Wo ist der Pralin-Squad? Pralin-Squad nicht da. Ja, ich weiß nicht. Wann kommt die erste Meme-Review? Ja, das mit Reddit ist ein bisschen schwierig. Leute, erstmal Dankeschön. Erstmal habe ich die Ehre. Ich bin's, Birger. 20 Uhr, Montag. Wir spielen heute Detroit Become Human Nummer 3. Wir werden heute herausfinden, was Jericho ist. Ich bin gespannt. Jetzt muss ich da mal schnell zumachen. So, jetzt beruhigen wir uns alle mal wieder unten. Das war echt geil. Jetzt kriegst du mir erst einmal irgendwo Leute im Chat drin. Wie wir so über den Herr Jodl, geht halt was? Oh ja, ich muss mal ein paar Meter. Habe die Ehre an den Hundkopf, an den Herrn Moosmeier, an den Herrn Kammergruber, an den Nadine Hangermeier, an den Bavarienbauer, an den Steini, an den Dregennull, an den Usus, an den Mozart, an den Lavo, an den Kili, an den Rosshappinger, an den Salzinger, an den Fanboy. Oh, ich hab was vergessen. Gut, dass ich einen Fanboy noch lesen. Sonst hätte ich es wieder vergessen. Kruzifix, vergiss den Scheiß! Jetzt seid ihr mal Start, spart euch einmal die Donaterei. Händchenbau, Ruhe. Achtung, wer von euch kennt einen Trachtmann? Wer von euch kennt einen scheiß Trachtmann? Wenn er nicht kennt, raus! Wer war das wieder? Arne. Habe ich ihre Bürger, Leute, jetzt chillt's. So, wer kennt einen Trachtmann? Wer ihn nicht kennt, sucht sofort nach einem Trachtmann. Ja? Es ist eine Superhelden-Comic. Ein bayerischer Superhelden-Comic. So, jetzt ist einmal Ruhe, ich muss was erklären. Ich muss was erzählen. Ja? Da gibt's jemanden, der braucht Support. Und zwar, der Chris ist der Zeichner vom Trachtmann. Das ist ja derjenige, der mir meine Sachen zeichnet. Ja, wie zum Beispiel das da. Ja? Dann gibt's vom Trachtmann eine Actionfigur. Die hat er sich einfach eingebaut, weil er es geil findet. Was ich auch wiederum geil finde. Jetzt hat er was vor, er möchte eine zweite Actionfigur, nämlich einen Saupreis. Was ein riesengroßer, fetter Eber in einer Preußen-Soldatenuniform ist, was ein Trachtmann in Folge 1 sein Gegenspieler ist. Felix! Was passiert denn? Das haben wir mit Sicherheit schon mal ausprobiert, was passiert, wenn man ohne Mundstück da was war denn das jetzt wieder? Das ist ja fast noch besser wie ohne für das kleine Mundstück! Wir waren jetzt das wieder mit dem 20er Fix, Mario Hollerstein. Wir waren das wieder. Herr Bünger, stop it, please! An Feichten wer da muss durchziehen, fix viel Spaß wieder an alle auf einen geilen Stream. Ja, lasst mir doch mal was erklären jetzt, seit Grütz in all fucking Feier, Alter. Das ist das Beste, Alter. Warte, vielleicht geht's andersrum. Das ist nicht so lustig, aber warte mal. Okay, wollen wir das mal nicht so inflationär betreiben, weil... Oh Gott, ist das dumm, Alter. Hättest du mal Messi! So, wir waren beim Saupreis. Entschuldigung, Chris, es tut mir so leid, aber... Stimmt! Mosi! Gute Besserung, Alter! Mosi 1, Auto 0! Bam in your face! Gute Besserung. Ab in den Chat, gute Besserung an den Mosi. So, jetzt pass auf. Folgendes, der Chris hat was vor, nämlich eine Saupreis-Action-Figur. Das macht er per Kickstarter, weil er sich eine Figur zu produzieren etc. eine ziemlich teure Geschichte ist. Und das beim ersten Mal hat er es aus der eigenen Tasche bezahlt, soweit ich das weiß. Oh Gott, um Gottes Willen. So, wenn ich jetzt irgendeinen Scheiß erzähle, Chris, dann Schande über mein Haupt.
Aber ist selbst finanziert, weil er sich einfach einen Traum erfüllen wollte. Da man das nicht einfach zweimal machen kann, weil keiner von uns irgendeinen Geldscheißer hat, außer ich hab 917 Geldscheißer. Verplantes Max! Oh Gott, stop it! Verplantes Max, merci dir. Ich glaube, ich stirb halt noch. So, lieber Chris, bitte seien Sie so frei und posten Sie den Link zur Kickstarter-Kampagne bitte in den Chat hinein. Ja? Der Chris ist so ziemlich der einzige Third-Party-Produzent, mit dem ich zusammenarbeite. Er ist der einzige. Ich arbeite mit sonst niemandem zusammen. Außer mit dem Flo ab und zu mal. Grüß an den Flo, aber ich glaube, er schaut nicht zu. Oh! So, auf alle Fälle. Kickstarter-Projekt, ich meine, es gibt wahrscheinlich auch Leute, die nicht wissen, was Kickstarter ist. Kickstarter ist folgendes. Du hast eine Idee, aber du brauchst finanzielle Unterstützung. Dann hat mit Sicherheit jeder schon mit diesem Wort Crowdfunding gehört. Jetzt erzählt er am Start! Ohne München ist der Baby von der Moment, wenn der Baby-Elefant dann statt Katar oder der das wird mit jedem Mal noch besser, Alter. Ich stirb gleich. Oh, Mr. Inferno One. Halt zu das Ding, wie keiner weiß, was du beschwatzen kann. Oh Gott, ich stirb gleich. So, da wird eine gewisse Summe angegeben, die einfach benötigt wird, um das Projekt zu verwirklichen. Ja, ich sage jetzt auch, wie viel das der Betrag ist. Ich meine, es steht ja sowieso drin, es sind insgesamt 15.000 Euro. Ich kann jetzt nicht erklären, für was die genau braucht werden. Aber ja, zum Produzieren, da muss ein Prototyp hergestellt werden, das kostet einen Haufen Versand. Und was weiß ich, was alles für ein Scheiß. Das erklärt der Chris in dieser Kickstarter-Kampagne von selber. Und dann gibt es verschiedene Ziele im Prinzip. Im Prinzip, du kriegst auch was dafür, so ist es nicht. Lest euch das durch, helft ihm mit Sicherheit was. Mehrdusch Kaiser, call me gay scheiße and talk dirty to me. Rawr. Tut mir leid. Keine Ahnung, jetzt habe ich endlich nach langer Zeit einmal einen Schalter gefunden, der mir innerhalb von 0,2 Sekunden so zum Lachen bringt, dass ich nicht mehr schmerzen kann. Ja, geil, wie viel Ruhe ist. So, weil die Diana, ja? Merci dir. So, jetzt pass auf. Diana schreibt 15.000 Euro, was? Das soll nicht heißen, dass du 15.000 Euro spenden sollst. Regel Nummer 1, spenden müssen tut sowieso einmal keiner. Ja, das ist immer das Allerwichtigste. Herr Jorau, nein, das war der Herr Simmelbauer, der Bierger auf und schön, hoffe, dir geht's gut, Hashtag nett, wir sind das Volk, mach weiter so. Na, da werden schon wieder so viele Donations nicht angezeigt, da kriege ich schon wieder das Kotzen. Aber das, glaube ich, liegt auch unter anderem daran, dass es einfach so krass eskaliert. Herr Semibauer, wirklich vergeht's Gott, jetzt Herz bitteschön endlich auf. Ich darf das so gern normal erklären, damit nicht wieder irgendwo jemand daheim macht und meint, der ist super gescheit. Was, 15.000 Euro? Was ist eine kleine Plastikfigur, was soll denn 15.000 Euro kosten? Du ahnungsloses Spacken! Lass mich was erklären. Auch der Bürger kutscht mit dem Gickel im Land, nur mit der Bürger kriegt's nicht mehr wohl. Ja, nein, manchmal triggert man auch mich, dass ich was zum Lachen habe. So, ich hoffe, das nennt man Crowdfunding. Ganz furchtbar viele Leute beteiligen sich an einem kleinen Projekt mit einem kleinen Betrag. Okay? So. Und da das Arbeitsverhältnis, das zwischen mir und dem Chris nicht existiert, auf sehr freundschaftlicher Basis beruht, zeichnet er mir Sachen und ich übersetze für ihn zum Beispiel seine Trachtmannhefte auf Borisch. Ja? Oder erzähle der Community zum Beispiel seine Sachen von diesem Kickstarter-Projekt. Okay? So, wenn das interessiert, wer das geil findet, ich finde es auf alle Fälle geil, anschauen, beteiligen, Dankeschön. So, jetzt ist er Ruhe! Lass mal falsch rum ins Mundstück rein, Vogel. Mal, stimmt, das haben wir noch gar nicht, aber. Ich weiß nicht, ob dieses Mikrofon ausgelöst hat oder was.
geschissenes Posthändel, dass das so viel Spaß gibt. Das hab ich nicht gehört, sehen. Da kommen wir mal. Ich meine, jetzt warte mal schnell. Warte mal schnell. Du musst ja, weil ich werde nicht jeder, ich kann auch nicht Trompeten spielen, ja. Mir ist das bloß einmal von ganz, ganz früher, da haben Freunde von mir in der Grundschule, das waren Drilling, die haben Trompete gelernt. Und von denen habe ich damals, bei denen ich war ja oft, und die haben mir das früher mal gelernt in der Trompeten. Da bläst du ja nicht einfach rein, so, das tust du nicht. Sondern du machst mit deinen Lippen, die drückst du quasi zusammen und dann vibrieren die. Also so ich blas da nicht so rein, da passiert einfach gar nichts, sondern ich mache halt so. Ja? Ich muss sterben, ne? Ich muss sterben. Ja, tut mir leid, das ist der beste Witz, der mir jemals untergekommen ist. Kannst du mir erzählen, was du merkst, man hört die so. Und je kleiner das die Öffnung natürlich ist, desto schwieriger wird es, dass du deine Lippen da in dem kleinen Miniloch da drin vibrieren lässt. That's what she said. So, jetzt ist er gut, Leute. Wir haben halt das Intro leicht überzogen. Ich glaube, ich muss sterben. Oh. Lass mich mal was trinken. Ich war lecker. Das artet ja noch direkt in Arbeit aus. Ich muss so verloren, ich kann nicht mehr aufhören. Leck ist das dumm, Alter. Oh, so. Atmen, Birke. Atmen! So, nehmen wir da noch einen Schluck raus für Sponsoring. So, egal wie viel ist er Ruhe. Mini-Lochbläser, voll geschnupft. Was ist Merci dir. So, Leute, herzlichen Dank. Ja, es geht, nein! ihr Arschlöcher! Mr. Thrasher, keine Ahnung, aber merci für die Mitgliedschaft oder für den ganzen Rest, den ich wahrscheinlich in meinem Scheiß übersehen habe, auch. Dankeschön. Mr. MK Touren, brauchst du das auch? Ja, ja, bitte. So, jetzt tu den Scheiß weg. Wir müssen mal weiterspielen, sonst schafft beide wieder nichts. Grüezi Fixer, ich bin total fertig. Ich kann mir jetzt erstmal Healing und ein wenig schlafen. Da müssen wir nochmal neu schwimmen. Right! Bürger, bester bloß Musik Pro Game, Alter. Merci dir. So, Donation Sounds sind jetzt aus. Jetzt ist er Ruhe. Wir starten das Spiel. Wir schalten mal um. Zocken. So schaut's aus. Ja, jetzt wird gespielt. Sofern es möglich ist. Oh. Ich seh nichts mehr von lauter Tränen in die Augen. Oh. Lecker. Elias. Dankeschön. Franziska, wo ist denn Heisel? Eins von vielen guten Videos. Ja, aber das neue Video ist das. Hat sich schon diese Umfrage erwähnt? Möchten Sie jetzt teilnehmen? Was? 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 Was für Umfrage, Brudi? So, ja, bleib mir. Alter, was für Umfrage? Was? Schau mal den Controller, Alter. Kann ich doch nicht. Was mit dem Controller? Brudi, gib mir den Controller. Komm. Muss ich den jetzt mir anstecken? Das ist ja voll behindert. Kann ich doch nicht. Gib mir her. Der haben an der Umfrage teilnehmen. Keine Ahnung, was das ist. Toll. Es geht los. Toll. Es geht los. Würden Sie eine Beziehung mit einem Androiden eingehen, der menschlich aussieht? Ist das ernst? Was? Was? Das kommt, also jetzt in meiner aktuellen Situation natürlich nicht. Aber ganz ehrlich, was ist das? Alter, jetzt, wieso fängt das schon wieder so serious? So? Das ist eine serious Frage. Aktuell nicht. Wenn ich 8 Jahre alt bin und keine finde, ja. Keine Ahnung.
Der Red Viper schreibt, die meinen nicht schnackseln. Das ist einfach nur die Frage vielleicht, was für Art von Beziehung? Eine Freundschaft. Ja, warum nicht? Ja. Different City. Technologie könnte zur Gefahr für die Menschheit werden? Merci. Glauben Sie, Technologie könnte zur Gefahr für die Menschheit werden? Ja, glaube ich auch. Natürlich. Sie Leider ziehen chillt's. auf eine einsame Insel und können nur Kundinger, eine Sache merci. mitnehmen. Was wäre das? Was? Sie ziehen auf eine einsame Insel und können nur eine Sache mitnehmen. Was wäre das? Mein Glied. Ein Mobiltelefon, Stift und Papier, eine Konsole, ein Instrument. Ja, ich habe Fragen, Alter. Ich habe Fragen. Was für ein Mobiltelefon? Wenn man der jetzt ein Nokia 3210 in den Händen drückt, dann sage ich, fick dich. Gib mir einen Stift und ein Papier. Eine Konsole, ja, da hilft mir nicht recht viel. Was für Spiele, Brudi? Und warum ein Instrument nehme ich mit? Das nehme ich mit. Ja, da kann ich 40 Jahre lang lohen. Würden Sie sagen, Sie sind von Technologie abhängig? Ja, Vollgas. Ja, da gibt es keinerlei Diskussion, ja. Auf welche Technologie freuen Sie sich besonders? Androiden, fliegende Autos, das ist also geil. 2020, weißt du, wie ich noch kleines Kind war, so Anfang der 90er. So, wow, 2020 haben wir irgendwann fliegende Autos und Weltraumtourismus und so ein Scheiß. Nein, wir müssen die Leute erklären, wenn man sie richtig tentwuscht. Nice. Ja, aber ist ja die Frage, wird es jemals Androiden geben? Wahrscheinlich ja. Wird es jemals fliegende Autos geben? Ich glaube wahrscheinlich eher nicht, weil die Leute, wie gesagt, schon zu dumm sind, dass sie sich tentwaschen. Wer sie wird, sagt, ich lass doch nicht einen Hans Günther sonst wo. Wir sagt euch Volk, er fliegt ins Auto fahren. What? Weltraumtourismus. Wer soll sich das leisten? Das kriegen wir mir nicht mehr. Was? Android Travel Pussy. So viel Unterschied wird da nur sein. Das ist ja. Der Seichen schreibt, viel Spaß bei der Umfrage und Story wird noch gar nicht witzig, nur so nebenbei. PS würde ich nicht spoilern. Ja, pst. Mit dem Gehirn verbundene Geräte. Ja, was die Vorstellung, die ist immer geil und krass eigentlich, aber mag ich wirklich einen scheiß Chip in meinem Shell haben? Da sag ich ganz ehrlich, am meisten freue ich mich auf den Weltraumtourismus, weil Weltraumtourismus gleichzeitig heißt, es geht da noch weiter, ja. Wenn wir normale Menschen im Weltraum schicken können, dann kommen wir allgemein weiter, ja. Also das heißt halt, wir kommen dann Richtung außerhalb unseres Sonnensystems. Das sind Dinge, die mich interessieren, ja. Glauben Sie an einen Gott? Nein! Das heilige Spaghetti-Monster! Würden Sie einen Android Ihre Kinder betreuen lassen? Ich mag keine Scheißkinder! Nein! Wie viel Zeit pro Tag verbringen Sie an einem elektronischen Gerät? Jetzt hast du mich, Bitch. Ja, mehr. Wenn Sie eine Notoperation bräuchten, dürfte dann eine Maschine die Operation durchführen? Ja, das kommt auch drauf, wie weit, wenn das der erste Prototyp einer Operationsmaschine ist, dann nicht. Wenn das Ding 10 Jahre im Einsatz ist und von 1000 Operationen 999,8 perfekt gemacht hat, ja. Keine Ahnung. Ja. Glauben Sie, Maschinen entwickeln eines Tages Ja. ein Bewusstsein? Ja. Das Wichtige ist dabei, eines Tages, irgendwann ja. Well. Also da kann man nachschauen, was die ganze Welt so drüber denkt. Das ist interessant, jetzt pass auf. Ja, aber die haben auch 100.000 Gedanken. Keine Ahnung. Ja, passt schon. Jetzt hätte ich gerne wissen, was die Verschwörungstheoretiker von der Umfrage halten. Es gibt gar keine Technologie. Also, würden Sie in eine Beziehung mit einem Androiden eingehen, der menschlich aussieht? Ja. Weltweite Antwort 67% ja. Glauben Sie, Technologie könnte zur Gefahr für die Menschheit werden? Glauben auch 70% ja. 20% nein. Weiß ich nicht, was. Alter, Sie ziehen auf eine einsame Insel und können nur eine Sache mitnehmen. Was wäre das? Buch, Mobiltelefon, Stift, Papier. So viel leider Instrument. Wer darf die kleine Babytröte nicht mitnehmen? Oh, best shit ever. Würden Sie sagen, Sie sind von Technologie abhängig? 83% ja, den erst.
Den hast du. Was sind denn die anderen 10%? Die mich dann interessieren, was die so machen. Leute, jetzt chillt's mal mit den Donations, was geht denn mit euch? Wir waren das jetzt mit dem Fünfer wieder. Der Bünger schon wieder. Fliegende autonome Autos wird's geben, da bin ich sicher. Meinst du wirklich? Ich glaub's nicht. Autonome Autos? Ja, das ist schon wieder her. Die Frage ist, ob das ein Auto ist. Ich glaub nicht. Herr Jäger, pass auf, sonst kommt die Ethikbritsche ums Weg und springt durch, ich glaube auch. So, was haben wir noch? Auf welche Technologie freuen Sie sich besonders? Androiden mit dem Gehirn verbundene Geräte? Wie kommen Sie? Das ist keine gute Idee. Da bin ich ausnahmsweise dann mal auch dann auf der Verschwörungstheoretiker-Seite. Ich sag's euch ganz ehrlich, mit dem Gehirn verbundene Geräte, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Herr Jochaufer, geht's gut? Glauben Sie an einen Gott? Ja. 50% nein. 20% keine Ahnung. Wir kommen keine Ahnung um. Glaubst du an einen Gott? Wie gibt's das sagen dann ja oder nein? Ja, keine Ahnung. Heute ja, morgen nicht. Was ist das? Ich verstehe also. Würden Sie einen Android Ihre Kinder betreuen lassen? Nein. 51% sagen ja. Was haben wir da gesagt? Ich weiß nicht. Ich glaube nein. Ah, das steht da. Nein. Wie viel Zeit pro Tag verbringen Sie an einem elektrischen Gerät? 1 Stunde, 1%. 2 Stunden 4%, 16%, 75% mehr als 4 Stunden am Tag. What have we become? Ich finde sowas auch nicht schlecht, ja, weil du, was da denn sonst den ganzen Tag, Alter? Was ist da denn sonst im Garten draußen stehen und draußen, Mann? Nein! Wer mir ernsthaft verzeiht von die Boomer-Seppen, ja, du musst mal ein Buch lesen. Ja, ich kann aber auch mal am Handy lesen! What? Wenn Sie eine Notoperation bräuchten, dürfte dann die Maschine die Operation durchführen. 77% ja. Es hängt halt so schwer davon ab, wie krass die Maschine ist. Keine Ahnung. Glauben Sie, Maschinen entwickeln eines Tages ein Bewusstsein? Eines Tages ja. 100%ig. Das war's. Okay. Ups. Herr Itiker? Ihre Speicherdaten sind offenbar beschädigt. Was bitte? Nur ein Scherz. Du Mistbitchen! Herr Wolf, merci. So, wir spielen jetzt weiter. Jetzt ist eine Ruhe mit einer Gaudi. Jetzt lernen wir uns zurück. Jetzt passen wir auf die Story auf. Und was das eben ist. Ich glaube, das letzte war, wenn wir mit Marcus Jericho erreicht haben. Da so runtergesprungen sind in das Schiff. Und jetzt sind wir quasi beim, fuck, ich hab seinen Namen schon wieder vergessen, beim, Connor. Connor heißt er. Hinschibau, merci. Hesse. Vielleicht haben wir jetzt bei den Gangster-Mexikanern. Ah, ganz heißen Tipp oder für uns. Ich muss mich mit dem Hank wieder vertrauen. Kauf mir mal einfach einmal, kaufst du mir mal einen sauren Händlhax. Connor. Kim, so wie ist es gleich wieder gegangen? Teuer für mich geworden, Pedro. Pedro! Komm schon, das hier ist anders. 100% Garantie. 100%. Weißt, das wird mir jetzt dann gleich wieder als harter Rassismus aufgelegt. Aber ganz ehrlich, schaut euch ihm da an und wenn er was von 100% Garantie verzeiht, ja, glauben wir ihm das? Ja, klar. Ich weiß ja nicht. Okay, ich bin dabei. Verdammt gut. Hey, Bei was ist er du dabei? wirst nicht bereuen. Das Gefühl habe ich auch, dass ich das nicht bereuen werde. Nein. Was ist dein Problem? Ich bin ein Android. Ich Kannst weiß du nicht, tun, was Probleme man dir sind. sagt? Du kannst mir nicht hinterherrennen wie ein Hund. Wieso nicht? Ja, entschuldigt uns nicht. Mein Verhalten auf dem Polizeirevier tut mir sehr leid. Ich wollte nicht unhöflich sein. Oh, wow. Du hast sogar ein Arschkriecher-Entschuldigungsprogramm. Die von Cyberlife denken wirklich an alles, hm? Ich glaube, der Herr Connor entwickelt ein menschliches Bewusstsein und hat es deswegen. Was kann ich jetzt da analysieren? Was gibt's für einen Burger? Hamburger. 1680 Kalorien? Alter, was ist denn da drin? 14 Big Macs. Was hat ein Big Mac Kalorien? Was hat ein Big Mac Kalorien? 500. Haben da 3 Big Macs drin? Was ist das? Oder ist es einfach ein Brocken Butter? Kohlenhydrate 53 Gramm, Wasser 53%, Salz 2,2 Gramm. Ich weiß nicht, was er da wieder frisst.
Was kann man da noch? Wieso analysiere ich jetzt sein Essen? XL-Limonade. So XL ist die aber nicht. Also wir haben da, soweit ich weiß, haben wir da in Detroit folgedessen in Amerika und da ist eine XL-Limonade so groß. Michelle! 710 Kalorien, Zucker 184 Gramm, kohlensäurehaltig, Ananas, Passionsfrucht. Passionsfrucht, Alter. Das ist der ultra fancy Shit. Gibt's sonst noch was zum Analysieren? Ich glaub nicht. Danke, Gary. Ich verhungere. Ah, Gary ist ein guter. Das Ding nicht. Hast du mal... Keine Chance. Der folgt mir überall hin. Vielleicht laufe ich aber einfach davor. Hank, hm? Vielleicht gehe ich einfach. Wir weiß nicht, heute mal. Ja, ich kann nicht weitergehen. Was darf der Hank jetzt mal sagen, wenn ich hergehe und stecke meinen Kopf einfach in den Müll ein? Das würde mich interessieren. Wir werden es nie herausfinden. Dann gehen wir einfach zum Hanky, führen wir ein gutes Gespräch. Von Android zu Mensch. Was ein Big... Weiß Ihr man... Essen enthält die 1,4-fache Menge Ihres täglichen Kalorienbedarfs und doppelt so viel Cholesterin. Machen wir uns Das beliebt. ist nicht gut für Sie. Machen wir uns richtig Dann beliebt. sterben wir alle mal. Tja, ich nicht. Because I'm an Android. Glücksspiel. Dieser Pedro, da ging es um illegale Glücksspiele. Habe ich recht? Ja. Und Sie haben gewettet. Ja. Sehr schön geschauspielert. Wirklich, Moni ernst. Ich habe eine persönliche Frage, Lieutenant. Warum hassen Sie Androiden so sehr? Ich habe meine Gründe. Hat mir jetzt ein interessiert. Möchten Sie irgendetwas über mich wissen? Scheiße. Nein. Tja doch. Warum siehst du so dämlich aus und klingst wie der letzte Arsch? Cyberlife-Androiden sollen harmonische Beziehungen herstellen. Mein Äußeres und meine Stimme sind darauf ausgerichtet, meine Integration zu erleichtern. Tja, war wohl nichts. Ja, so Möchten Sie hundertprozentig. erfahren, was wir über Abweichler wissen? Aber sicher doch. Weiter. Wir vermuten eine Art Mutation in der Software einiger Androiden, die zur Nachahmung menschlicher Emotionen führt. Klartext, bitte. Sie können nicht wirklich fühlen, sondern erhalten irrationale Anweisungen, die unberechenbares Verhalten auslösen. Das ist eine interessante Theorie. Das ist, da muss ich jetzt schnell auf Pause drücken, weil da ist so viel zum Kommentieren eigentlich allein in diesem Gespräch. Erst einmal machen wir uns mal so richtig schön beliebt. Ich soll mich entschuldigen und soll sein Vertrauen gewinnen. Und dann weise ich ihn erst einmal so richtig Karen-mäßig, so richtig Veganer-mäßig darauf hin, dass sein Essen gerade die 2,5-fache. Nice. Dann, das ist ein interessantes Gespräch, wenn er so Sachen erzählt, wie die Software von diesen Androiden weist Mutationen auf. Das ist interessant einfach. Da mal drüber nach zum Ding einfach irgendwie. Keine Ahnung. Dass das gar nicht wirkliche Gefühle sind, sondern halt einfach quasi Fehler in der Matrix. So ungefähr. Ich weiß nicht, ich bin sehr schlecht in Ausdrücken, was ich mir denke. Egal, weil ich denke mir einfach nichts. Weißt du, was mir ich denke? Das denke mir ich. Aktionen machen nichts als Ärger. Da hat er recht. Die Androiden ähneln uns doch mehr als gedacht. Schon mal mit Abweichlern zu tun gehabt? Ja, er hat doch den am Dach erschossen. Vor ein paar Monaten. Am Ein Monat ist es schon Abweichler her. wollte mit einem kleinen Mädchen vom Dach springen. Aber ich konnte sie retten. Oh, du hast bestimmt deine Hausaufgaben gemacht. Und hast jetzt alles über mich rausgefunden. Jetzt sagen wir ihm die dass Ihr Wahrheit. Abschluss exzellent war. Sie haben viele Fälle hervorragend gelöst und wurden der jüngste Lieutenant in Detroit. Ich weiß auch, dass Sie in den letzten Jahren häufig abgemahnt wurden und Sie verbringen viel Zeit in Bars. Ja, dann ist halt irgendwas vorgefallen. Und was schließt du daraus? Mein Name, Sigmund Freud. Die Arbeit mit einem Officer mit privaten Problemen ist eine Herausforderung. Aber Anpassung an menschliche Fehlbarkeit ist eine meiner Funktionen.
Was hat er Mir jetzt für wurde ein Zuckungen? mutmaßlicher Abweichler gemeldet. Achso. Nur ein paar Blocks entfernt. Wir sollten nachsehen. Essen Sie in Ruhe auf. Ich bin im Auto, wenn Sie mich brauchen. Das kann jetzt quasi zeitgleich gerade spielen, währenddessen, wie heißt die andere? Mara? Ich weiß nicht, wie die Frau heißt, der Frauenandroid. Wie heißt der? Hey Connor, Kara, sind deine glaube ich. Batterien etwa leer? Dass das der Abweichler ist, den er Ich gerade habe gekriegt hat. Cyberlife Bericht erstattet. Und willst du da etwa im Aufzug stehen bleiben? Nein, ich komme. Befrage! Was wissen wir über diesen Kerl? Wo gehst denn hin, Connor? Nicht Bist du viel. schon besoffen? Ein Nachbar hat berichtet, dass er seltsame Geräusche auf dieser Etage gehört hat. Die Wohnung sollte unbewohnt sein, aber der Nachbar sagte, er habe hier einen Mann gesehen, der eine LED verbarg. Was zur Hölle? Liegen Federn am Boden. Columbia, Olivia, Mann, Felsentaube, wenn wir jetzt was? auch noch jedes seltsame Geräusch untersuchen sollen, brauchen wir echt mehr Cops. Aber ich bin doch der Super-Android, ich kann doch alles erforschen, was da ist. Mr. Rap! Merci dir! Ich kann es leider nicht lesen. Kann ich es lesen? Wir kriegen für die Mini-Tröte ein Patent. Nein! Ich hab's Patent auf die Mini-Tröte! Hab mir Waldhorn gespielt, deswegen weiß ich so Späße. Merci dir! Ja, jemand zu hau im Hause? Bier, ey. Nein, das kann nicht daheim. Das kann nicht daheim. Aufmachen, Detroit Police! Bleib hinter mir. Verstanden. Wieso? Soll ich dir den Androiden-Vierer schicken, das wurscht, wie der hieß? Noch. Was muss ich jetzt tun? Ja, was? Befrage den Verdächtigen. Ich glaube, der hat keinen Bock auf Befragung. Wieder, wo haben wir ihn jetzt? Was ist das? Wer wohnt denn da? Ja, und jetzt? Was zur Hölle ist das denn? Jetzt gehen wir schon wieder in so einen scheiß Horror-Trip. Was zum Teufel? Scheiße, wie das hier stinkt. Was zum... Untersuche das Apartment. Bestätige, dass der Verdächtige ein Abweichler ist. Finde den Ursprung des Lärms. Tja, wir sind umsonst gekommen. Was Unser zur Mann ist Hölle? weg. Das ist einfach... Das erste, was wir dir in den Kühlschrank schauen, ob nur Wingerl, Smirnoff da ist. Verdächtiger ist nichts. Warum hat er denn einen verfickten Kühlschrank? What? This doesn't make any sense. No. 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 Die scheiß Daumen machen mich wahnsinnig. Was ist das wieder? Was ist das? Poster einer Urban Farm. Felder im Herzen der Stadt. UFD. Okay. Posterecke. 100% Recyclingpapier. Kürzlich bewegt. Ich brauche frische Luft. Wow, das ist aber ein super tolles Versteck. Wahnsinn. What the fuck? Was gefunden? Ich weiß nicht. Wohl Ui. eine Art Notizbuch, aber es ist nicht entzifferbar. Hast jetzt aber nicht gescheit eingeschaut in den Schrank, mein Freund. Da hast du jetzt aber nicht sauber eingeschaut. Da kann der weggucken gesessen sein und keiner weiß. Da ist noch was. Was haben wir da? Ah, Führerschein. Name Ruppert. Ruppert! Der Führerschein ist gefälscht. Cool, da hat sich der Besuch gelohnt. Hank, du gefällst mir. Hank, du bist ein Guter. Hank, du bist ein Guter. Irgendwas. Da müssen wir hin.
Militärjacke, Secondhand, Initialien RT, 90% Baumwolle, RT. 10% was weiß ich. Vermutlich Initialen. Ja, Rupert Travis! Was haben wir da? Irgendwas haben wir da, ich hab's genau gesehen. Irgendeine Idee dazu? RA9. Und zwar 2471 Mal. Das gleiche Symbol hat Ortiz Android an die Duschwand geschrieben. Warum sind Sie so besessen davon? Sieht aus wie Labyrinthe oder sowas. Okay, zwanghaftes Schreiben. Analysiere den Stuhl. Und ich spreche vom Möbelstück. Holzhocker, kürzlich umgestoßen. Spuren von Vogelfäkalien. Vogidredre! Also, da muss ja nur irgendwas sein. Da muss doch noch was sein. Wo ist denn da noch was? Das da haben wir schon gehabt, oder? Holzhocker, kürzlich umgestoßen. Ja. So, die Fliesen schaut doch nicht gut aus. Da muss doch was. Ja, da ist noch was. Was haben wir da? Geöffneter Textmarker. Der hat Scheiß markiert. Noch feucht. That's why! Ja, weißt du schon. Kürzlich benutzt. Farbe Mitternachtsschwarz. Nicht fucking schwarz, nicht finsterschwarz, sondern Mitternachtsschwarz. Alex, warum denn? Aber warum? Ich will das nicht! Merci, Alter, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Scheiß mich, oh, ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Ich nimm das Geld und sag nicht, dass das zu viel ist. Nett ausgedrückt. Hättest du dann geschrieben, Birgit, du fetter Hurensohn, Kruzifix, nimmst Geld und halt dein Fotzen, dein Saudumme. Merci, Bussi aufs Nussi und Bandscheimer. Auf alle Fälle können wir jetzt was rekonstruieren. Irgendwas ist passiert. Was auch immer passiert ist. Jetzt warte mal. Okay, der Hocker ist umgefallen. Der hat da ohne gegagelt. Naja, ich verstehe schon. Hat er da ohne gegagelt? Da ist er. Schau hin, schau an. Schau an, was er tut. Dann ist er um. Was ist denn für ein Deppen-Android? Was ist denn für ein Deppen-Android? Da ist er umgefallen. Ins Wohnzimmer gerannt. Und dann? Ja, schau an. Weil wir mir geklopft haben wahrscheinlich. Verdächtiger war vor kurzem hier. Da war das wieder? Der gelbe Finis. Midnight Black. Das war der Bob Ross. Happy little accidents. Every cloud needs a friend. A little tree here, a little tree there. Der hat sich seinen Chip aus gesehen mit Biokomponente Seine deaktiviert. LED ist im Waschbecken. Nein, die ist nicht im Waschbecken, die war am Waschbeckenrand. Connor, du Lügner. Haben wir da sonst noch was Tolles? Haben wir da noch? Haben wir da sonst noch was? Ne? Außer ein Haufen Daumen. Aber was ist denn die ganzen Daumen da? Was machen die hier? Ich will das nicht. Da haben wir noch was. Da ist ein Käfig. Ja, wieder was untersuchen müssen. Da. Kratzspuren, glaube ich, hä? Spuren, frisch. Spurenbreite 49,8 cm. Spuren von verzinktem Stahl. Okay. Was noch so? Oh, Fingerabdrücke. Handabdruck, frisch. Spuren von Vogelfäkalien. Keine Fingerabdrücke. Na, goddammit, Birger. Android hat keine Fingerabdrücke. Die Frage ist aber, warum baut man denen dann keine Fingerabdrücke ein? Da ist noch ein Schnirl. Was ist das? Metallhaken. Kürzlich zerbrochen. 100% rostfreier Stahl. Die Frage ist, was man da noch gerade daraus rekonstruieren kann. So, jetzt schauen wir mal. Okay, der ist wahrscheinlich vorher noch umeinander gekinkt. Ja. Kommt einer. Okay. Brumm, brumm, Motherfucker. Und dann? Ja. Hab schon gesehen. Ist da irgendein Hocker, da ist er draufgefallen. Der fällt gerne über Hocker drüber, hab ich gespannt. Hocker ist nicht so sein Ding. Oh, schon wieder ein Hocker. Schau hin. Okay, er ist nach oben abgehauen. Ich verstehe. Der Verdächtige ist noch hier! Okay, der Soundtrack ist übrigens wieder überragend. Das meine ich ernst.
Diese gottverdammten Dreckstauben! Worauf wartest du noch? Hinterher! Oh Gott, das wird eine Quicktime-Scheiße und ich werde kläglich versagen. Ja. Okay, bis jetzt habe ich noch nie versagt. Es geht so schnell! Es ruckelt so stark rum. Was soll da? Schneller war riskant. Oh. Vorhin haben wir verkackt, aber das hilft eh nicht. Wo ist denn hin? Gefahrloser Umweg. Gefahrloser Umweg, den nehmen wir. What the fuck is happening? Ich weiß nicht, was da passiert. Okay. Nein, da lang. Wir sind eine Maschine! Hol den Connor! Gib ihm einen Dropkick! Das ist so gut gemacht, ich überzählt in den Hosen. Man kann den ja dazwischen immer noch halb lenken. Wo ist er jetzt? Ja, da hat er sich 4 gebeamt. Ich hab's genau gesehen. Ah, so schnell bist du da jetzt nicht gelaufen, mein Freund. Was für ein Parcours-Shit, Alter. Ja, super, jetzt sag ich nix. Was soll ich machen? Hank! Hank! Ja, natürlich ein Hank. Hallo, der Hank ist gut, Scheiße! Oh, Scheiße! Wir hatten ihn! Verdammt! Es ist meine Schuld. Ich war zu langsam. Du hast ihn wegen mir nicht erwischt. Ja, because Ist schon gut. I like you. Wir wissen, wie er aussieht. Wir finden ihn. Brudi. Hey, Connor. Danke. Nichts. Du Wichser! Du Pimmelberger! Ja, aber das war ein erster Schritt in die richtige Richtung. Erster Schritt in die richtige Richtung. Ist cool gemacht. Kannst sagen, was du magst. Aber jetzt war Kapitel schon wieder geil. Warte. Birger Ross, you can make your crucifix like ever you want. We take some Ethiker here. Some Corona Seppen mit there. And we take even some Bryson Seppen there. every little Bryson Seppen needs a little friend. Da haben wir einiges, jetzt hat es einiges zum Machen gegeben. Hank anschließen und so weiter und so fort, la. Dann haben wir da ein Apartment untersuchen, da haben wir 2, 3 Sachen übersehen. Dann Rupert finden, man kann sogar so weit gehen, dass man Rupert nicht findet, wie auch immer das zustande kommen soll. Wahrscheinlich, wenn man zu lange braucht, keine Ahnung. Und dann wird es 3 Enden geben. Rupert ist dann kommen. Dann gibt es wahrscheinlich, der Rupert den kommt nicht. Aber das da unten würde mich interessieren. Dann müsst ihr die, wie schreibt das? War so klar, trotzdem gut gemacht. Kommt er später zugute, aber auch nicht. Wow. super tolle Aussage. Wie man es macht, ist verkehrt. So, ich muss jetzt mal meine Grafikkarten scharf schalten, weil sonst ruckelt das da wieder. Das gefällt mir gar nicht. Wahrscheinlich fängt es gleich voll erst zum Blasen an, aber so wurscht. Ha! That's what du weißt es eh. Weiter geht's! Fortfahren!
Wer ist überhaupt nicht da? Wenn es euch gefällt, Daumen nach oben da lassen, nicht vergessen. Abo nicht vergessen, Glocken nicht vergessen. Händchen beim Essen. Jericho, jetzt schnaubt sie halt. Jetzt ist er gut, jetzt müssen wir aufpassen, weil wir wissen nicht, was das da ist. Wer seid ihr? Flüchtende. So wie du. Ich bin Josh. Ich bin Simon. Ich bin der Bürger. North. Ihr wusstet, dass nur ein Android der Spur folgen kann, nicht wahr? Nur wer wie wir ist, kann Jericho finden. Konntest du die Zeichen entziffern, hat einer von uns dich als vertrauenswürdig erachtet. Es gibt einen Ort, wo wir frei sind. Finde Jericho. Er ist ja so mittelmäßig frei. Er wohnt in einem scheiß Schiff, Alter. Sich verstecken, nur um zu überleben? Das ist Freiheit für dich? Menschen hassen uns. Wir Seine können nur Worte. im Verborgenen überleben. Für solche wie uns gibt es keinen sicheren Ort. Wenn Menschen uns entdecken, töten sie uns. Ich habe Fragen. Das hier ist Jericho? Eine Zuflucht für die, die nicht länger Sklaven sein wollen. Ich verstehe, wie du dich fühlst. Aber hier herrscht mehr Freiheit, als du je hattest. Ah, das Die Menschen waren eure Meister und jetzt beherrscht euch die Angst. Herr Bünger, merci. Ihr seid nicht freier als zuvor. Stopp, da muss ich eingreifen. Selbst in dieser wichtigen Szene, da hat der rechte Mann, das habe ich halt vergessen. Dieser Mann in seiner Rolle des Arthur Spooner ist so gravierend für einen Teil meines Humors verantwortlich, dass man sofort in den Chat mit F for Respect pressen für einen Jerry Stiller. Ich habe ihn geliebt. Mr. Arthur Spooner. Arthur, dein Toast wird heiß. Das weiß ich selbst. 555 Nase. Wie oft habe ich in dem Stream schon irgendwas von 555 Nase erzählt? Genau deswegen. Wenn er sein Handy kriegt. Wenn er sein Handy kriegt, Alter. Und er ist jetzt erreichbar, ist immer erreichbar unter 555 Nase. Press F for Respect. Da lacht man nicht. Da lacht man nicht, Birger. So. 555 Nase. Guter Witz. Das ist ja wirklich ein legendärer Witz. Duck and carry, duck and carry, duck and carry. Arthur. Das war jetzt ja kein Arthur-Witz, nicht, aber ist egal. Hat der Schrammzieher mit dem Arthur-Kopf. God-Mode, Alter. God-Mode. So. Rest in peace, Mr. Stiller. Weiter geht's. Ihr habt nur einen neuen Meister. Du bist verwirrt. Ich krieg den Nugget-Hacker nicht dran. Oh, ist wieder mal. Gibt's King of Queens nicht auf Amazon Prime? Müssen wir schauen. Hey, letztes Mal wollte ich anfangen, dass ich mir Scrubs wieder anschaue, weil das letzte Mal angeschaut vor 10 Jahren. Und schau, 2 Tage, kommt 5 Folgen weit, keine Ahnung. Da gibt's es auf einmal nicht mehr bei Amazon Prime. Bin ich traurig. So, weiter geht's. So wie der Rest von uns. Wir F-Press. wollten das alles nicht. Wir müssen jetzt aber damit klarkommen. Du bist hier sicher. Du kannst bei uns bleiben, solange du möchtest. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, was Sprich das mit soll. Sie kann dir vielleicht helfen. Wer ist Lucy? Tu mir die Lucy her. Was, ich mag doch nicht sein. Was ist das? Das war dasselbe, wenn ich zum Fritzl in den Keller gehe. Und dann kann ich Arschlöcher mehr singen. Jetzt pass auf, was steht da? Ist finde Lucy erkundet Jericho. Was sollen da erkunden? Da ist alles schwarz. Na gut, schauen wir mal da in die Dosen rein. Ha, Dosen. Entschuldigung. Warum habe ich das getan? Ich weiß es nicht. Hey, wow, merci dir. Dafür zu hören beim nächsten Blade Schmerz kann man Best of Author wieder. Da kriege ich wahrscheinlich Copyright Strikes noch und nöcher. Das wird schwierig. Kommen wir da jetzt. Was passiert, wenn wir alle die Tipps? Oh, 10. Machen wir mal ein wenig Late. Machen wir ein wenig Late, da drin ist ein Wahnsinn. Ist das Lucy? Bist du die Lucy? Hey, du. Nein, das ist North.
Wer fand diesen Ort? Den dann er Das kann fand. niemand mehr sagen. Wer es auch war, sein Körper liegt wohl irgendwo auf diesem Schiff. Ja, ist das doch wirklich toll. Viele hier sind in einem schlechten Zustand. Verwundet. So behandeln Menschen die nicht gehorchen. Da hat's recht. Sie verachten uns. Weil Menschen Drecksfotzen sind. Sie werden uns nie akzeptieren. Demonetized! Was ist früher deine Funktion gewesen? Sporttrainer. Das ist doch egal. Weißt du nicht? Aha. Gefällt dir also nicht? Wenn Zeichen, du Geborgenheit merci dir. suchst, bist du hier am falschen Ort. Schau schon, das wie mein Keller und mein Alte, feucht und dunkel. Man müsste ja über die Atmosphäre so zerstören, oder? Merci, Leute. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, was ich da sonst da groß da als Lucy so finden. Also, warum sagt man einfach gar nicht, wo der schaut aber gar nicht gut aus. Schau dir mal an. Da ist ein wenig Letten rundum. Ein wenig Letten. Oder ein wenig Letten am Dates. Schaust nicht gut aus, oder? Bin in einem üblen Zustand. Was? Weißt du, was ich aber fragwürdig finde? Ich meine, es ist ja dort immer noch eine Maschine. Aber warum soll ja die Maschine so geschmerzt schmatzen? Das ist doch Bullshit. Herr Bünger! Wieso hast du Babypillen? Fasst er die... Es ist so viel Zeit, kann ich dann auch nicht mehr auswendig, aber jetzt, wo ich es lese, weiß ich es wieder. Fasst er dich etwa an? Außer du bist der Beste. Mein Diagnoseprogramm funktioniert nicht. Das halte ich für ein bisschen ein Blödsinn, dass die dann so geschmerzt schmerzen. Nachrichten. Was ist mit dir passiert? Sie banden mich an einem Auto fest. Sie wollten wohl ihren Spaß haben. Ich will mich nicht abschalten. Nein, ich will mich nicht abschalten. Harter Tobak. Es kommt jetzt darauf, wo können die Schmerzen empfinden. Die anderen haben bis jetzt noch nicht wirklich den Eindruck gemacht, als könnten sie Schmerzen empfinden. Schauen wir mal, da hinten ist noch jemand. Das ist vielleicht Lucy. Bist du die Lucy? Aber zählt mir Depf noch. Erst einmal sauber Depf vorzählen. Herr Jogau, merci dir. Da war doch gerade noch jemand, mit dem ich Schmerzen hab können. Wo ist denn die jetzt hin? Ah, da hinten, hinter den dreckigen Hodern. Was fällt denn der? Die hat kein Hirn. Schau, wie sie jetzt seltsam aus. Bist du Lucy? Setz dich. Lucy, von dir träumt man. Zeig mal. Ich weiß nicht genau, wo sie sagen soll. So. Ich stoppe die Blutung. Jay, sie empfinden keinen Schmerz. Sie empfinden keinen Schmerz, aber reden mit schmerzlicher Stimme, wenn es kaputt ging. Das macht keinen Sinn. Trink das. Wer ist die Alte? Eingegossen in Shell, alle. Schon fort. Muss übrigens wieder mal anmerken, Grafik ist brutal gut. Gib mir deine Hand.
Du hattest alles und hast alles verloren. Du hast die Hölle gesehen und sie tobt jetzt in dir. Dein Herz ist geteilt. Ein Teil ist Schatten und ein Teil ist Licht. Was wird siegen? Geschwurbel, Geschwurbel. Deine Entscheidungen formen unser Schicksal. Merselein. Psst. Okay, das war eine sehr, sehr, sehr befremdliche Begegnung mit der Lucy. Was auch immer sie darstellen soll, ich habe keine Ahnung, Alter. Herr Yoga, merci, Herr Seiching, merci. Was gibt's da noch zum Tod? Der schaut auch nicht so gut aus, man schaut so. Ich hörte, Menschen fürchten sich auch vor dem Tod. Das ist wieder was, das kann ich schon nachvollziehen dann. Weißt du, was danach mit uns passiert? Nein. Nein, leider nicht. Tja, ich werde es bald wissen. Wie heißt du? Marcus. Schön, dich kennenzulernen, Marcus. Mirko, merci, Special Greets in Schweiz. Macht schon Sinn, KI kann Emotionen errechnen. Das war die einzig logische Erklärung. Macht schon Sinn, KI kann Emotionen errechnen. Das stimmt, was sie müssen, weil sie mit Menschen interagieren müssen. Und das ist schon in Ordnung. Aber es interagieren gerade nicht zwei Menschen miteinander. Also müssten sie das nicht. Außer sie sind natürlich so programmiert dann so zum Schmatzen, wenn irgendwas schlecht ist. Das ist ganz seltsam. Da fängt das Hirn, da bleibt das Hirn stehen, weil ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Dunkle andere Seite ist Lucy. Spüre eine Erschütterung in der Macht oder die Festplatten ruckelt. Das ist der Ton, wenn es dann so Bluescreen. Was ich schon nachvollziehen kann, ist, wenn die natürlich ein Bewusstsein entwickeln, dass sie Angst davor haben, wenn sie abgeschaltet werden. Ja, ist im Prinzip dasselbe, wie wir Angst davor haben zum Sterben. Rettungsmensch! Aber wir waren glücklich. Und weißt du wieso? Weil ihr euch hattet? Nein, wir hatten Wodka. Und jetzt kommt rein, wir trinken einen. Mach's gut, Jerry. Und die erinnert mich tatsächlich nicht mehr. Was haben wir da noch am Boden liegen? Merci dir wieder. Das spät mich, glaube ich, gerade so auf die Emotionsdrüse drücke ein bisschen. So, ein bisschen. Warte. Sie haben ihn weggejagt, als sie ihn nicht mehr haben wollten. Er hat auf der Straße gelebt, bis wir ihn herbrachten. Sie werden sich alle abschalten, wenn wir ihnen nicht irgendwie helfen. Sie brauchen dringend blaues Blut und Biokomponenten. Wir schlachten alle aus, die sich abschalten. Aber das reicht einfach nicht. Und wie überleben sie? Tun sie nicht. Wir sterben langsam aus. Da können wir noch was anzünden. Du sollst eine Feier machen, du Zipfel. Ich weiß nicht, warum wir da eine Feier machen. Entschuldigung. Heute müssen so viel gucken und ich weiß nicht warum. Da in der Kiste ist noch was drin. Mag ich wissen, was da drin ist. Die Kiste bereits geleert. Okay. Schnurzelburzel. Merci dir. Ich glaube, die Androiden kopieren die Art, wie Menschen sprechen, wenn sie verletzt sind. Beschädigt ist gleich verletzt. Auch eine legit Theorie. Stimmt schon. Cyberlife Lager und Dogs West, blablabla, Detroit, bla. Route wird berechnet. Unterbreite Simon einen Plan. Das heißt, wir müssen bei seinen kleinen Jungen da retten. Wir brechen mal, lass mich raten, wir brechen mal jetzt bei Cyberlife. Ich meine, die Kisten da, die wenn von Cyberlife kommen, dann müssen die irgendwo herkommen. Ja, da wird wahrscheinlich Ei her und dann werden die geklaut. 100 Pro. Wo ist er?
Ist ja nicht der Simon. Wer zur Hölle ist der Simon? Hallo Simon. Er ist der Simon. Na gut, er ist der Chef. Macht natürlich auch Sinn. Gehst du mir her, Simon? Simon. Simon says. Ich weiß, wo Ersatzteile sind. Die Cyberlife-Lagerhäuser unten am Hafen. Da ist alles, was wir brauchen. Die Docks sind bewacht. Wir können nicht einfach rein und uns etwas nehmen. Die Menschen verhindern das. Darum fragen wir auch nicht um Erlaubnis. Wir haben keine Waffen. Und selbst wenn, keiner von uns weiß, wie man kämpft. Wir werden gar nicht kämpfen, sondern stehlen. Sie werden uns alle töten. Vielleicht. So it in. Aber immer noch besser, als sich abzuschalten. Ich bin Ja, dabei. recht, Mr. Marcus. Ja, Gott sei Dank. Dann brauchst du nicht die ganze Zeit mit deinem scheiß Wir könnten Bruder es versuchen. mich kommt um anwerfen. Nervig Strudel. Okay. Bin dabei. Oh, das war jetzt war aber kurzer Aufenthalt in Jericho. Kurzes Kapitel. Aber gut. Aber gut. Es ist quasi sowas wie ein Flüchtlingscamp. Durch der. Was ist das da links? Wieso hab ich das da nicht freigeschaut? Was ist das für Kass? Verstehe ich nicht. Jericho erkunden haben wir komplett, mit Lucy reden haben wir, leere Kiste untersuchen haben wir auch. Was das für einen Story-Unterschied macht, ob ich die leere Kisten anschaue oder nicht, es gibt eh bloß ein Ende. Naja, gut. Was quasi im nächsten Kapitel brechen wir bei Cyberlife ein und klauen wir mal ein paar Ersatzteile. Warum nicht, oder? Oh. Kara und die Kleine. Ja, die drei Geschichten entwickeln sich jetzt schon langsam so, dass man Alles okay? vor lauter Cliffhanger eigentlich nur noch lästig ist, wenn ein Kapitel Hier vorbei wird man ist. uns helfen. Bald ist das alles eine böse Erinnerung. Im letzten Kapitel haben wir uns da vor die Polizisten versteckt und haben abgehauen. Hier muss es sein. Das weiß ich nicht mehr hundertprozentig, wenn wir da jetzt hingekommen sind. Das ist ja ein bisschen blöd, wenn da irgendwie eine Woche dazwischen ist. Ich muss aber meine eigenen Streams noch mehr anschauen. Okay. Scannen wir lieber mal. Ja, bevor da irgendein Blödsinn ist. Okay. Da freilich klingelt man einmal im Horrorhaus. Warum nicht? Warum sich das ganze Spiel auf einmal so düster entwickelt, das gefällt mir gar nicht. Gefällt mir nicht! Jo, gefällt mir schon. War gelungen. Ich sag's euch, es war einfach gelungen. Mr. Killer! Der Bürger Siri kostet Bier wichtig, kann ich verstehen. Und Watson war noch nicht daheim, jetzt Grafik ist schon saugeil, und Dankeschön, dass du den Tag besser machst und jetzt nur Katzbuch und Spinnen Rasen, aber wehe, du rachst das noch. Was? Wehe, du rachst das noch gar. Einen Schluss verstehe ich nicht, aber merci, Special Greets an ihren Watson. Und Katzbrocken war bis vorher da noch auf dem Kissen hinter noch geschlafen. Hätte Hallo sagen können, aber sie ist schon wieder gegangen. Also Katzbrocken kommt, wo er will und wann er will. Warte. Nein! So. Klingeln müssen wir. Merci, Herr Killer. Wer kommt jetzt da? Sind Sie Slatko? Slatko! Wer fragt das? Das heißt, Sie könnten uns helfen. Ich weiß nicht, wer sowas sagt. Ihr seid am falschen Ort. Tut mir leid. Nicht. Wir brauchen wirklich Hilfe. Das stimmt nicht um. Ja gut, weil er ein kleines Kind sagt. Ja, okay. Okay, legit. Kommt rein. Kennt noch jemand einen Slatko aus Big Brother? Oh, das ist klein. Kommt rein. Ja, leider. Nicht so schüchtern. Ja, das trifft's. Okay, wir haben in einem alten Horrorhaus und... Mr. Wake, Luther, wärst du so lieb und nimmst dir damit bitte mal ihre Mäntel ab? von dem Spiel heute bis nur jetzt keine ist Angst sehr, vor unserem sehr großen unterhaltsam Freund und endlich mal was anderes. Luther ist ebenfalls ein Android, dem ich half. Er leistet mir Gesellschaft in Dieser diesem Brackelmonster. Alter! großen, leeren Haus. Das ist voll das Brackel, der tut die weg. Schau dir an. Schau dir an. Das ist ultra Brackel. No, macht aber ein bisschen einen Zombie-Eindruck. Macht es euch gemütlich.
Wie habt ihr von mir gehört? Ein Android. Unterwegs. Er sagte, sie helfen. Verstehe. Karriere. Abweichleiben? Was ist mit ihr? Sie ist ein Mensch. Gibt's Kinderandroiden? Und Weiß ich nicht mehr. ihr sucht einen sicheren Ort, Ab nach Jericho, um ein Kara. neues Leben anzufangen. Ich höre, Kanada soll zu dieser Jahreszeit sehr schön sein. Herrliche Landschaft, sehr viel Platz, frische Luft und keine Androidengesetze. Toll für einen Neuanfang. Ja, das ist genau das, was Stimmt. wir vorhaben. Wenn er so Natürlich. Ich helfe euch. in Jericho ist ein Kind Doch am zuerst Rumgehen. musst Ich du bin den ein Sender Vollidiot. loswerden. Sender? Ja, alle Androiden sind mit einem Peilsender ausgestattet, mit dem man sie orten kann. Ich werde ihn entfernen und dann seid ihr beide sicher. Kommt schon. Was war denn das für ein Loher wieder? Ach, die Kleine kann im Wohnzimmer auf uns warten. Nein, sie bleibt immer bei mir. Natürlich. Hier, Kara ist alles, was wir caring. brauchen, ist im Keller. Mal ganz langsam. Ich gehe doch jetzt nicht blind mit dem Slatko in den Keller, Freunde. Ich meine, der Mann hat da Schwerter an der Wand. Und dieser Androiden-Typ da redet nicht recht viel und so richtig auf der Höhe ist auch nicht. It's a trap! Lavo, das hast du korrekt erkannt, it's a trap! Ich muss hier raus! Raus muss er! Komm doch nicht erst einmal Runden Slatko folgen. Wir wollen Slatko nicht folgen! Wait, da wirf ich mich lieber ins Feuer, da bin ich wahrscheinlich... Oh Gott. Oh mein Gott. This is not a very good idea. Ein ins Feuer, hopp! Also Ruhe. Na. Hm. Okay. Also das stinkt sowas von zum Himmel! Weil da jemand schreibt, der Virgil schreibt, der hat einen Riecher dafür, dass es stinkt. Natürlich stinkt das! Ja, er hat einen Brackel-Androiden, der nichts sagt und sich ganz seltsam verhält, was übrigens dann extrem gut gemacht ist in dem Spiel, weil in anderen Spielen erkennst du das nicht. Und jetzt sagt er, ja, den schneide ich da aus, freilich können wir mal in meinen super tollen Operationskeller! Wahrscheinlich verliere ich jetzt meine Ersatzteile und bin dann im Arsch. Und das kleine Kind, oh mein Gott, das kleine Kind! Abflug. Kleine Abflug. Ich möchte raus hier, aber wahrscheinlich gibt es die Option nicht. Ich möchte das nicht. Oh Gott, das geht nicht gut. Es gibt aber da auch nicht wirklich irgendwelche Hinweise, die darauf deuten können. Also meine Vermutung ist, dass der da unten Androiden nicht hilft, sondern ja, die Teile ausbaut. Ich mag das Haus nicht. Ja, ich auch nicht! Und den Mann. Ja, ich auch nicht! Irgendwie, ich habe ein schlechtes Gefühl. Ja, gehen wir. Vorsichtig, beschwichtigen, trösten, keine... Ja, super toll. Es ist okay, Alice. Nein, ist nicht! Er entfernt meinen Sender und dann machen wir einen Neuanfang in Kanada. Er lügt dich Das an. willst du doch auch, oder? Jetzt warte mal. Gehen wir nochmal mit zurück da. Scheiße, Alter. Kann ich da nicht irgendwie die Kamera wechseln? Kann nicht mehr aufschauen. Jetzt würde mich interessieren, ob der andere Android seinen Sender noch dran hat. Alter, wie der Keller schon ausschaut, oder wie das Haus schon ausschaut. Natürlich, da muss ich kein Raketenwissenschaftler sein, dass ich mir denke so, vielleicht kann so eine brachial gute Idee. Wow. Ja, genau. Komm mit in mein Keller! Schneid dir den Sender aus! Ich brauchte ein diskretes Hashtag! Versteck für meine Ja, Maschinen. genau! Sender zu entfernen ist illegal. Da ist Diskretion wichtiger als Komfort. Ich hoffe, die Kleine hat keine Angst. Nein. Na, welches Nein, Kind? sie kommt klar. Na, die kommt klar. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Welches Kind hat im Keller schon Angst? Vor allem in Keller, die ausschauen als... die ein bisschen ausschauen wie ein KZ von innen. Oh Gott.
Kleine, tu was. Kleine, sag mir, geh mal. Was tust du? Oh Gott. Ja. Bitte sag irgendwas, was nicht gut ist. Ja, geh hinzu, schnell. Nicht beschwichtigen, du sollst nicht beschwichtigen, du sollst es nehmen und davonlaufen. Komm, Alice. What? Jetzt haben wir irgendwas freigeschaltet. Was haben wir jetzt freigeschaltet? Nein, schauen wir nochmal nach. Was haben wir da? Da kann man nichts tun. Oh Gott, da steht das Brackelviech! Oh Gott, das geht nicht gut aus. Oh Gott, das schaut aus wie der Keller von Schweigende Lämmer! Oh Gott! Stell dich bitte. Schau mir da lieber an, was da drin ist. Schau da sofort an, ob da jemand drin ist und der es soll sich mit der Lotion eincremen! Oh Gott, Alter. Um Gottes Willen, Alter. Es ist so offensichtlich. Jetzt. Captain Obvious is obvious. Das geht nicht gut aus. Das geht nicht gut aus. Ich muss dich warnen. Das wird etwas unangenehm. Mr. Killer. Geilster Horrorfilm ever. Freddy wird gleich auf die Schnauze. Was? Ja, bin ich gespannt. Merci. Oh Gott. Weißt du, was seltsam ist? Oh. Aus irgendeinem Grund Sind wir alle gleich dumm und Kinder. funktionieren die Sender in Abweichlern nicht. Darum seid ihr so schwer zu finden. Also gibt es eigentlich gar keinen Grund, den Sender zu entfernen. Was? Sie sagten doch... Ja. Man glaubt, was man glauben will. Ja, genau. Oh, wichtig. Ihr Abweichler seid so naiv. Sie alle kommen her, glauben, dass ich ihnen helfe. Und ich setze sie zurück und verkaufe sie. Oder ich behalte sie für Experimente. Nein! Nein, ich will kein Reset! Lassen Sie mich gehen! Ach, ich vergaß ja das Kind. Sperr es ein. Ich regle das später. Ja, Alice, nein! Wow. Ein Abweichler, der Mutter sein möchte. Das ist so süß. Und so verblendet. Wir sollten diesem Elend ein Ende machen. Das ist nicht gut. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Zurücksetzung soll ich... muss nicht zurückgesetzt werden! Slash Format C! Was soll ich machen? Das dauert ewig, oder was? Das kommt davon, wenn man Träume hat. Das Ende ist immer das gleiche. Tränen und Ernüchterung. Ja, Slatko, dass deine Karriere den Bach runtergegangen ist, kann ich auch nichts dafür. Es ist besser, gelöscht zu werden und nichts zu fühlen. Ja, dann schneid er durch deine Pulsadern auf. Mehr. Und keine... Wichtig ist der längs noch, nicht quer. Ha? Nie ohne Seife waschen, von Norden nach Süden. Fast. Hm? Oh, arme kleine Alice. Oh, deine Mami scheint dich gar nicht zu erkennen, ha? Deine Mami hat dich wohl Was ist denn für ein Hurensohn? Was ist mit dir passiert? Okay, das reicht jetzt. Komm schon. Du beißt mich? Fetter Hurensohn, dein verfickten Schwanz soll ich dir abschneiden. Kara! Wach auf, Kara! Bitte. Wir treffen uns im Wohnzimmer. Bitte sag mir, Brackelviech, dass du eigentlich bloß so tust, als wärst. Finde einen Weg zur Flucht. Grünes Kabel. Wir nehmen das grüne Kabel. Wir wissen nicht, was es tut. Aber wir reißen es einmal in Sicherheit. Oh, Wodka verschüttet.
Blöd! Gelbes Kabel. Auf geht's. Außer mit den Kabeln. Kriegen wir schon. Jogau, merci dir. Außer mit den Kabeln. Was ist denn jetzt passiert? Was? Ich verstehe nicht. Blaues Kabel vielleicht? Blaues Kabel? Schneller! Kerber! Ah! Zieh an! Wieso geht das nicht? Oh, ist jetzt verkackt. Oh, ist jetzt verkackt. Bin jetzt kaputt. Ich weiß nicht, bin jetzt kaputt. Treff Luther im Wohnzimmer. Jetzt weiter nicht. Schwurbel. Treff Luther im Wohnzimmer. Jens Lappe. Warum hat man die vorher nicht gesehen da drin? Hilf uns. Ja, lass mal's aus und dann rebellieren wir! Rebellion! Das haben wir quasi vorher freigeschaltet. Ihren Speicher gelöscht. Nein. Das darf nicht passieren. Du musst dich erinnern. Tu es für sie. Hat der da... Mit uns. Da schaut das creepy aus. Er schafft Monster. Nur zum Vergnügen. Doch wer ist hier das Monster? Schau, was er getan hat. Was tut er mit denen? Du musst dich erinnern, wer du bist. Sonst wird die Kleine sterben. Das will ich nicht! Zieh dir mir Hosen noch! This is very creepy shit. Warum hat man die vorher nicht gesehen? Oder wie? Das schaut so befremdlich aus. Ich bin jetzt so gespannt, was jetzt passiert. Wir selten in einem Spiel, um ehrlich zu sein. Ja, sie kriegt schon so Flashbacks, so ein bisschen. Ach, da haben wir ihre Tor geschnitten. Das war der Flashback im Auto, wo wir der kleinen Tor geschnitten haben. Ja, aber es ist halt Geschwurbel. Geschwurbel. Meisters Essen ist fertig. Bring es hoch zu ihm. Ja, Luther. Bin ich jetzt seine Dienerin, habe ich das jetzt richtig verstanden, ja? Kann man das Essen nicht vergiften, dann war gleich Ruhe. Da war sofort Ruhe. Du ihm, weiß ich nicht, tust ihm irgendwas von dem Blut ein, das kann nicht gesund sein. Wo ist denn der? Was müssen wir da? Bring Slatko das Essen. Da blitzt was, ich hab's genau gesehen. Was hat da blitzt? Irgendwas hat blitzt. Kann man aber auch nirgendwo mit irgendwas interagieren, keine Ahnung. Wo ist das Latko? Stell es einfach auf den Tisch da drüben. Auf was vorhin? Oh mein Gott, die mag doch nicht sein! Was hat er mit der Kleinen da? Wo ist denn die gekommen?
Right! Bring die Kadaver weg. Nehmen Sie es doch. Ja. Hoffentlich haben wir eine Garage. Ah, Flashback. Du, das ist so grantig. Hast du mich verstanden? Ja, Slatko. Ich mag die Leiche nicht nach nebenan bringen, was... Luther! Luther? Was ist denn das da? Ja, Slatko. Ich bin hier in knapp 10 Minuten fertig. Dann sehe ich mir die Kleine an und schau, was ich mit ihr mache. Verstanden, Slatko. Also selbst wenn es Androiden sind, oder was ist das für Psychopathen-Scheiße? In 10 Minuten. Bleibende Zeit? Was? Was für 10 Minuten? Es geht ja nur um Zeit, lass mich! Alter, what the fuck? Da grabe ich doch nicht am Boden mehr an! Grabe ich da einfach. Warum wird denn jetzt Kapitel vor mir jetzt so dermaßen düster und finster, dass ich gleich speien muss? Da hinten habe ich was da erkennen. Hast genau gesehen. Da sitzt da noch am Boden. Rudi, geht's dir gut? Offensichtlich nicht. Da kann man was da. Da kann man interagieren, ich hab's genau gesehen. Herr Geib, ich vermisse. Mach den Käfig aus, vielleicht frisst ein Eisbär! Das war vielleicht dumm. Na, Bärle, du musst rauskommen, du musst ein Slatko essen! Okay, wir haben 10 Minuten Zeit, wir müssen einen Ausweg finden, sagt der Guy Buffet. Guy Buffet? Kriegen wir hin, schauen wir mal. Was haben wir da? Untersuchen. RA9. Okay. Okay. Da meine gibt's draußen noch was. Werkstatt nennt er das. Weißt du, da jetzt Folterkammer rein. Zur Hölle ist das? Keine Ahnung, gehen wir mal, kommen wir da in die Räume rein? Na gut, das darf halt wieder das Zimmer nebenan sein. Kann man nicht aufmachen und das Bärle auslassen oder so? Nicht? Okay. Wie kann man uns erinnern? Ja, an was kann man uns erinnern? Wie kann man jetzt da irgendwas von Lagerraum? Wo ist denn die Kleine? Die Kleine müssen wir eigentlich finden. Die muss ja irgendwo hier haben. Das gibt's ja nicht. Da hinten gibt's auch nichts zu interagieren. Diese... Da haben wir was. Was zur Hölle ist das? Ah, der Drogensepp schon wieder. Herr Bischof, merci hier, mach merci. Zum Korridor. Raus hier. Die Kleine müssen wir finden, aber wo hat er die hin? Hat er da in der Lobby wieder nicht gescheit aufpasst oder ich weiß nicht, wo er die hin hat. Ja, ein bisschen haben wir noch. Was machst du hier? Hat dir der Meister erlaubt, herzukommen? Ja, oder? Du musst dem Meister immer gehorchen. Oh ja, du musst gehorchen. Du darfst hier nicht sein. Du hast hier nichts verloren. Ja, Spiegel ist gut. Nein, du hast hier nichts verloren. Spiegel war vorher doch auch gut. Wenn du keinen Befehl hast, musst du ins Standby. Oh ja, du musst gehorchen. Ja, du musst gehorchen. Ja, du musst gehorchen. Sollen wir alle Wege führen in das Psychopathenlager da rein? Lass mich in Ruhe jetzt! Ja, nochmal ums Eck. Da hinten war noch ein Tier. Oh, was ist der? Er hat seinen Chip noch, aber irgendwie... Was ist jetzt? Ja? Es tut mir leid. Ja! Wegen der Kleinen. Wo? Alter, das kann doch nicht losgehen sein. Dann ist doch da, die ist doch da drin. Okay, vielleicht findet man in der Zeitung was.
Arktische Spannungen eskalieren. Arktische Spannungen eskalieren. Ja, das ist alles schön. AX400. Ich wollte sagen, vielleicht finden wir irgendeinen Bericht, den wir schon mal gelesen haben. Alice? Ja. Ja. Denn der Alice. Die wird wieder im Keller eingesperrt haben, was weiß ich? So Arschloch. Fucking Slatko. Könnte mal sauber nicht umdrehen, du Fotzengrober Huren, du. Wo haben wir denn jetzt wieder? Feier? Was kann man feiern? Und sie so, Alice! Who the fuck is Alice? Ja, brennen die Zaunlatten! Was? Nimm sie mit? Okay. Wir haben nur 5 Minuten. Bruder! Wo? Die muss ja unten im Keller sein. Aussehen. Aussehen müssen wir. Aussehen. Komm. Aussehen. Da. Treppen runter. Alter, wo sind wir denn jetzt? Ich komm überhaupt nicht aus! Schleicht's noch so komisch. Ich werde schon wissen, was da tut. Nice! Mehr Dusel als verstanden. Alles. Kara, du erinnerst dich? Wie könnte ich dich vergessen? Kara ist ein Pro-Gamer. Es tut mir so leid. Pro-Droid. Du hattest recht, wir hätten nie herkommen sollen. Wir müssen weg. Du musst mir folgen und ganz leise sein, okay? Luther! Okay, jetzt wird's wahrscheinlich wieder zum... Ja, Slatko. Ich bin hier fertig. Wo ist er? Hol jetzt die Kleine. Sofort, Slatko. Wir sind jetzt mal. Wir sind jetzt mal. Wir müssen verstecken. Komm. Abflug. Abflug. Versteck dich. Oh, eine da unter den Tisch. Eine unter den Tisch. Slatko! Was war denn das jetzt? Die Kleine ist weg! Sie Was kann denn? nicht verschwunden sein. Sie muss hier irgendwo sein. Ich muss oben bleiben. Worauf wartest du noch? Such sie! Ja, wie soll ich da jetzt bitte mit dem rechten Stick anschauen? Kannst du mir das sagen? Ich hoffe jetzt einfach mal... Wir können da einfach hocken bleiben. Was zur Hölle machst du? Komm her! Komme! Jetzt wenn wir dir hören, dann gehen wir raus. Wo ist er denn? Okay, er ist weg, er ist weg, er ist weg. So, die Frage ist jetzt... Sie durchsuchen das Haus. Wir müssen hier raus, bevor sie uns finden. Scheiße. Wo sind sie? Luther! Einen in den Schrank. Finde sie! Verdammt nochmal! Einen in den Schrank. Einen in den Schrank. Dann lass uns genau Depp von Unterhosen im Schlitz singen. Ist das ja nicht ernst? Ich weiß jetzt ja überhaupt nicht, wo der andere ist. Verdammter Android. Ich hätte ihn direkt auseinandernehmen sollen. Die Frage ist halt auch, wie aussehen. Was tut er denn jetzt? Randaliert er jetzt da drin? Nichts als Ärger. Und zwar, ob es dir wieder klackt und ob er da rechts rausgeht, wenn er... Okay. Wir probieren ihn jetzt aber noch zum Gehen. Die Frage ist nämlich, warum soll er da...
das hätte ich jetzt fast übersehen. Du gehorchst dem Meister nicht. Nein, ich gehorche dem Meister auch nicht. Der Meister ist ein Arschloch. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Oh oh. Wir dürfen nicht anhalten. Du musst tapfer sein, Alice. Oh mein Gott. Ich weiß, dass du da bist, Miststück. Guck raus. Hol die Taschenlampe. Sie liegt auf dem Tisch. Komm schon, komm raus. Hey, ich werde dir nichts tun. Ich möchte nur mit dir reden. Ich hätte deinen Speicher nicht löschen dürfen, okay? Das tut mir jetzt leid. Halt dein Futzen, du Trottel. Jetzt noch. Komm da raus und alles kommt in Ordnung. Ich helfe euch. Denk an das kleine Mädchen. Die hat bestimmt Angst. Sei doch vernünftig. Komm raus und alles kommt wieder in Ordnung. Ich weiß nicht, ob er da hinsagt oder nicht. Das war nix. Das Versteckspiel ist jetzt vorbei. Oh oh. Billy! Sie sind da drüben. Brudi! Dumm. Tja. Ob's das jetzt bringt, weiß ich auch nicht, gell, aber... Abflugleit! War das nicht vor dir? Was ist hinter dir? Ich komm nicht raus. Lauf! Nein! Lauf, Alice! Nein! Ich Oh, bleib bei dir! Lauf, nein, nicht lauf, gut. so schnell Nein, du kannst. nein. Nope. Du warst gewarnt. Träume enden immer in Tränen. Jetzt bitte er. Bitte tu Hättest er auf was. mich hören sollen. Bitte gib mir mit Eisbär. Oh Gott, nein. Was machst du denn? Geh mir aus dem Weg. Nein. Nicht diesmal. Geh mir aus dem Weg oder ich schieße durch dich durch. Ha! Kannst du es wagen? Das fühlt sich an. Was wollt ihr hier? Wer hat euch rausgelassen? Lasst mich in Ruhe! Lasst mich in Ruhe! Gehorcht mir! Ich bin euer Meister! Ich bin euer Meister! Nicht wegwerfen, die kannst du noch brauchen. Ich wollte dir nichts tun. Er hat mich auf Gehorsam programmiert. Als ich sah, wie die Kleine ihr Leben für dich riskiert, war es, als öffnete ich meine Augen zum ersten Mal. Endlich konnte ich sehen. Ich weiß, du vertraust mir nach all dem sicher nicht mehr. Aber ich kenne jemanden, der euch über die Grenze bringt. Ich könnte euch hinbringen. Ich könnte euch beschützen. Dich und die Kleine. Okay. Ich vertraue dir. Ich hatte solche Angst, dich zu verlieren. Sowas in einem Spiel zum kriegen, ist unfassbar schwierig. Selten, extrem selten. Wenn nicht, ja, noch nie nicht, aber extrem selten.
so ein fast schon perfekt inszeniertes, was weiß ich, wie man das nennen soll, gesehen. Das Spiel schafft es tatsächlich, dass du Empathie für diese Maschinen empfindest. Brutal. Brutalst. Sehr gut gemacht. Vorher hat mich jemand gefragt, was ich von dem Spiel halte. Das hier. Und wie gut, dass das alles zusammenspielt, das, weil da wird es jetzt wahrscheinlich relativ schwierig, auszutüfteln, was wir übersehen haben und was nicht. Da kann es schon Ende gewesen sein, Speicher wiederhergestellt und lauter seine Sachen. Dass wir den Bären freilassen, dass der noch was hilft, dass wir die kaputten Androiden aus dem Keller freilassen, die hätten wir auch eingesperrt lassen können, dass die am Schluss zersticken und so. Das ist schon verdammt gut gemacht, kruzifix. Da, Bär greift Zlatko an und beschützt Kara. Super awesome. Dass der, was, ich bin sogar betroffen davon, dass er den Bären tot schießt. Kruzifix. Kruzifix. So, an der Stelle mit mir sind einen Geibi für einen Hinschibau, einen Geibi für einen Raiden und den Yoga und an alle anderen, die ich jetzt währenddessen wahrscheinlich übersehen habe. Merci. Aber press F for Respect für den Bären. Eisbärli, bester Bärli. Yoga. Bürger, wie wär's mit dem Bürger Ross Design und T-Shirt? Lull. 5 Nase. Ich glaube, ich habe was anderes. Ich zeige euch nächste oder übernächste Woche. Sehr gutes Kapitel, das Beste bis jetzt. Mit Abstand das Beste bis jetzt. Sehr geil gemacht. Sehr geil gemacht. Eine Mission geht noch. Spätestens 3/4. Eine Mission geht noch. Haben wir beim Connor. Haben wir beim Connor. Sehr, 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 sehr geiles Spiel. Kruzifix. Habe ich nicht kommen sehen. Oh, jetzt haben wir wieder bei ihr. Ich weiß leider Gottes nicht mehr hundertprozentig, wer das war. Ich glaube, das war das der Polizei-Overchief. Rest in peace, Mr. Eisbär. Von irgendjemandem habe ich gelesen, ein sehr großes moralisches Fragezeichen an dem Punkt. Das ist richtig. Hallo, Amanda. Und Connor, gleich darauf habe ich gelesen, Karma. erwartet. Und die Geister, die ich rief. Gehen wir ein kleines Ebenfalls Stück? richtig. Toy Story, das stimmt. Das stimmt, ja. Bloß, dass der Kleine nicht zerfetzt wird. Was ich nicht schlecht gefunden hätte, Moment, das hätte dem Ganzen jetzt so eine kleine Krone aufgesetzt, wenn man das richtig krass gesehen hätte, würde es den Typen richtig krass umbringen. Und slingen und so. Das hätte nochmal ein Tüpfer lang krass draufgesetzt, aber aus Gründen von wahrscheinlich Altersfreigaben etc. haben sie es wahrscheinlich lassen. Der Fall. Zu schade, dass du ihn nicht festnehmen konntest. Abweichler handeln völlig irrational, was es schwierig macht, ihre Aktion vorherzusehen. Aber ich hätte effizienter sein müssen. Konntest du etwas herausfinden? Die Wände des Apartments waren mit Labyrinthen und anderen Symbolen bemalt. Das mit dem Wind war sehr markant bei beiden Abweichler schien er wie besessen von RA9. Das haben wir auch gelesen bei der Kara in dem Dings drin. Das RA9. Da haben wir noch das Tagebuch. Ich fand sein Tagebuch. Herr Fischer King, merci dir. Magst du halt bitte Überstunden? Rest in Peace. Die Dechiffrierung wahrscheinlich kann Wochen nicht. dauern. Du warst kurz merci für den davor, Zwick, den Leute. Abweichler festzunehmen. Und ja, ich lese den Chat teilweise noch nebenbei. Wie entwickelt sich deine Beziehung zu diesem Lieutenant? Herr Motzo. Ja, Er Hanks schien Rettung war dankbar, dass wichtig. ich sein Leben gerettet habe. Er hat nichts gesagt, aber es auf seine Art ausgedrückt. Uns bleibt nicht viel Zeit. Was haben die am Ohren? Die Abweichung breitet sich weiter aus. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Medien davon Wind bekommen. Wir müssen das beenden. Um jeden Preis. Ich bringe diese Untersuchung zu Ende, Amanda. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Es gibt einen neuen Fall. Geh zu Anderson und untersuche ihn. Was hat denn das Spiel für einen Wertungsdurchschnitt bei
die gängigen Spielemagazine auf der GameStar zum Beispiel. Was hat denn das Spiel Prozent auf der GameStar? Das darf mich jetzt interessieren. Schon wieder der nächste Fall. Suche nach Lieutenant Anderson. Mr. Anderson, wir haben Sie vermisst. Lieutenant Anderson! Und ja, das kann tatsächlich erklären, warum ich mich an manche Dinge nicht erinnert. Weil, wenn ich bin immer abgelenkt im Stream. Ja, das wird nie anders sein. Da wird er nie anders gehen. Weil sonst sitze ich da und sage gar nichts mehr. Und dadurch kriege ich natürlich das Spiel anders mit als ihr. Ja, wenn du das allein spielst, ohne Stream. Mr. Desoldering! Bürger, bitte tu noch ein bisschen länger, ihr lieben Krankenhaus, und du bist meine einzige Beschäftigung. Das macht's mir kein schlechtes Gewissen nicht. Fix Mari, gute Besserung, Bussi aufs Nussi. Alter, musst du so penetrant lang klingen, du Arschloch. Mach dich nur ein wenig mehr beliebt bei mir, Lieutenant Anderson. Der wird nicht daheim sein, ich hab keinen Bock nicht. Ja, dann gehen wir zur Hintertür ein, was darf man sonst? Schauen wir mal zum Fenster ein, das ist nämlich überhaupt nicht creepy. Was ist denn dieser Hund? Ist da ein Hund? Nicht einmal der Hund beit. Nicht einmal der Hund beit, wenn ich klingel. Wir müssen jetzt mal sehen, wie das bei uns daheim ausschaut, wenn da irgendjemand klingelt. Da explodiert das Haus. Oh, da hat ein Grill. Was hat er denn für einen Grill? Ah, ein Kugelgrill. Schau hier. Da mehr rein. Mr. Anderson! Lieutenant Anderson! Hat sie wieder Pump voll. Hat sie wieder Pump voll gesucht. Alle haben wir am Fenster scheinbar ein. Ruhig. Sumo. Ich bin dein Freund. Hä? Ich weiß deinen Namen. Ich will den Besitzer retten. Sumo. Frischt einfach. Das passt schon. Bester Bach und Eva, Alter. Sieh nach Frank. Frank? Nein, nicht Frank. Hank. Was reimt sie auf? Oh, schau hier. Was wollte er wieder schießen? Bist du deppert? Mr. Anderson? Ja, ich stehe doch direkt davor. Was soll ich nochmal? Da, untersuchen. Auf 4 Players hat es 85. User Score 8,7. GameStar, GamePro-Wertung 80. GameStar sagt 80. Ich sag, dass 80 für die Art von Spiel zwingend ist. PC Games 9 von 10. Aber ja, ich hätte auch 85 gesagt. Irgendwo zwischen 84 und 86 war jetzt mein persönlicher Typ. Es ist schon gescheit gut gemacht. Und so anders wie so viele andere Spiele, das ist selten sowas gesehen. Merci fürs Nachschauen übrigens, Leute. Blackland, schottischer Whisky, 40% Alkoholgehalt. Black Lamp. Mhm. Revolver, Magnum Kaliber 3,57, eine Kugel übrig. Dann hat er wohl eine ordentliche Runde russisch Roulette gespielt. Hank, du Zipfelklatscher, warum denn? Mich würde so interessieren, was er gemacht hat. Er hat sich angekotzt, oder was? Spuren von Alkohol, skottischer Whisky, 40% Alkoholgehalt. Ja, wahrscheinlich hat er gesoffen, was möchtest du denn noch hören? Gesoffen oder halt? So, was fällt denn sonst noch? Hat er Hosen noch? Das ist die allerwichtigste Sache. Hat er sich angespielt? Okay, leichte Arrhythmie. Was ist Arrhythmie? Wahrscheinlich Herzrhythmusstörung im Vollsuff. Keine Anzeichen eines Traumas. Mein Gott, der Mann ist betrunken! Alkoholvergiftung, ja, haben wir wahrscheinlich alle schon 40 Mal gehabt. Ohne dass wir es gespannt haben. Ja, saubere Fotzen. Aufwachen, Lieutenant! Schriftart vom Schnaps. Algerien. Just meaning gestaltet things. Also. Ich bin es, Connor. Fotzen sauber. Eigenen Wohl ausnüchtern. Ich muss sie warnen. Los, das wird nicht angenehm. Verpiss sie aus meinem Haus. Tut mir leid, Lieutenant, aber ich brauche sie. Ja, aber was möchtest du mit dem Bumm vorher, Hammy? Danke im Voraus für Ihre Kooperation. Der Geilbild. Arrhythmie Herz. Vorhof flimmern. Wieder was gelernt schon, ja? Hashtag Medizinstudent. Der Mann ist pumpvoll!
Was möchtest du denn jetzt nicht dann kriegen? Der hat Flaschen Whisky gesoffen. Das ist super. Scheiße. Das will ich sagen, der Gnädel. Fass. Und sagt alles, was der Gnädel sagt, ist... Wer der Gnädel ist, zeige ich euch im Frage-Antwort-Video. Ja, passt schon, merci. Da haben sie aus dem Black Label noch immer Black Lamp gemacht. Ja genau, das habe ich mir auch gedacht. Pumpvoll. Hank, du bist pumpvoll. Was machst du denn mit dem jetzt? Jetzt legst du, weiß ich nicht, stell dich in die Dusche, lass ihn schlafen und in 5 Stunden kommst du wieder. What? Na, lass mich in Ruhe, du Arschloch. Ich geh nirgendwo hin. Sehr gut gemacht, gefällt mir gut. Was soll das? Ula! Danke. Ah, ist das gut! Ah, ist das gut! Es ist zu Ihrem Besten. Das ist sehr schön, oder? Werner! Wenn du jetzt schon gut findest, bin ich gespannt, wie du die wirklich guten Kapitel spielst. Das bis jetzt, das mit der Kara, das war ein richtig, richtig gutes Kapitel bis jetzt. Wer schaut aus wie der Dude? Was zur Teufel machst du denn hier? Vor 43 Minuten wurde ein Mord gemeldet. Sie waren nicht in Jimmys Bar, also bin ich hierher gekommen. Scheiße, ich bin bestimmt der einzige Kopf der Welt, der im eigenen Haus vom eigenen Scheiß-Androiden angegriffen wird. Naja, Kannst du mich Angriffe. einfach in Ruhe lassen? Sie scheinen wirklich Probleme zu haben. Suchen Sie einen Experten auf, der Sag Ihnen ich helfen kann. Sag ich, ja, das Verpiss dich, wird gut. verstanden? Hank liebt mich. Verschwinde endlich hier! Hank ist der beste Mann am Platz. Hank, zeig dir meine Hosen noch jetzt! Fix Mari. Necken. Ja, er ärgert meiner wegen, Gut, das ich mag der verstehe. Hank. Es ist vermutlich gar nicht interessant. Ein toter Mann gefunden in einem Sexclub in Downtown? Man wird den Fall sicher auch ohne uns lösen. Naja, ein bisschen frische Luft würde mir sicher nicht schaden. Ah, Mr. Hank, so triggert Im mich also. Schlafzimmerschrank sind ein paar Klamotten. Ja, ich hol dir Hosen. Ich hol dir Hosen. Auf geht's. Schlafzimmerschrank. Ist das Schlafzimmer? Das ist das Schlafzimmer. Da, gehst du zum Schrankel, tust du mir mal sauber die Hosen aus. Ja. Was möchten Sie anziehen? Ah, Hosen halt! Scheiße. Oh, ich kann jetzt einkleiden. Was gehen wir her? Streifig, gestreift, Hippie. Dann nehmen wir natürlich einen Hippie. Ja, aber das ist aber Hämmer und keine Hosen, du Zipfel. Au, jetzt sag jetzt erst mal gespielt. Heute einmal dann Tor hindrehen. Alles in Ordnung, Lieutenant? Ja, ja. Wundervoll. Wundervoll. Nur, gib mir 5 Minuten, okay? Klar. Ah, Hosen sollst du da anziehen, du. Lecker, nicht aber sauber, aber noch ein Keksel. Puh. Erfahre mehr über Hank, vielleicht findet man ein bisschen was raus. Ich glaube, es geht um ein Kind. Ich glaube, er hat ein Kind gehabt und das ist irgendwie. Weißt du schon? Ah, was ist denn für ein Museo? Was ist das da? Autumn Blues. Michigan Brothers, Detroit Soul Records. Eine weitere Eskalation des Konflikts. Hank liebt Jazz. Viele Experten befürchten nun, dass Was ist denn das für Fernsehen? Gibt er den Fernsehen, Brudi? wahrscheinlicher wird. Gibt er den Fernsehen, Alter? Der ist dünner wie ein Blatt Papier. Bruder! Brudi muss los! Aber er hat bloß 1,5 Frames. Das ist auch nicht viel. Ja, man, irgendwo muss man Kompromisse machen. Entweder ist der Fernseher 1 Millimeter dünn und hat bloß 2 Frames oder. Ja. So ist es der Song dazu. Da hinten gibt's was zum Schauen. Sumo! Was haben wir da? Hank liebt Jazz. Nice to know. Sumo! Der will einen Sumo streichen, das gefällt mir gut. Nicht ausflippen, Sumo. Braver Sumo. Ja, ist ein braver Sumo. Sumo doesn't give a fuck. Es ist wieder Plötze. Du kannst auch streichen, das ist nämlich geil. Er liegt einfach nur da und schläft. Forever. Haben wir da hinten noch irgendwas? Nö. Ah, da in der Küche haben wir noch einiges. Frank liebt Junkfood. Das weiß ich. Was haben wir da? Na? Frank liebt
Junkfood. Oh, das Beutel mal gesehen. Ja, siehst du das? Was sag ich denn? So ne Mann. Verstorben. Anderson Cole. Geboren 23.09.2029. Das habe ich leider nicht mehr fertig lesen können, wo er gestorben ist. Kruzifix. Mit der, wenn du in den Kopf schießt. Was wollten Sie mit der Waffe? Was hab ich gesagt, Frei? Ich bin ein Detective, Bitch! Detective! Sie hatten Glück. Der nächste Schuss hätte sie getötet. Ja, leg's wieder hin, weil irgendjemand rammt schon zusammen dann. Oh, jetzt kommt er mit dem Hippie geworden aus, oder was? Er schaut so gut aus, schaut er nur. Hank, du bist ein guter Mann. Da, der Sumo ist auch gut. Ich bin gleich wieder da. Wie er ausschaut. Passt zu ihm, passt zu ihm. Und das war's schon! Perfektes Timing fast. Perfektes Timing fast. Gut, aber das sind aber so kleine kurze Zwischenkapitel, da gibt's nicht recht viel, wir sollen sagen, recht viel. Das sind auch die mir nicht so hängen bleiben. Und ich glaube, genau in denen passieren so kleine Details, die dann für später einfach wieder wichtig sind. Irgendwie. Glaube ich. Und ich glaube, jetzt geht's weiter mit Marcus und mit dem Einbruch in Cyberlife. Und ganz ehrlich, gibt's einen schönen Cliffhanger wie den? Das ist ein schöner Cliffhanger. Ja? Nächste Woche gibt's den Einbruch in Cyberlife. Und mit der Kara geht's weiter. Und die Story nimmt an Fahrt auf massiver. Das Kara-Kapitel war halt gescheit gut. Gescheit gut. Das mit dem Bub wird schon noch geil. Spoilert's mir ja nicht, ich garantier's euch. Ich garantier's euch. Ich rasiere euch aus dem Leben. Bis jetzt, ganz ehrlich, wir immer mit den. Das ist ein paar Mal, wenn wir schauen, was wir spielen und so weiter, ist schon oft einmal Detroit Become Human gefallen. Und da war ich schon oft der Meinung, so, ja, das glaube ich ist nichts, da kann ich nicht viel kommentieren und so weiter. Und das ist halt ein Teil im Stream, der mir relativ wichtig ist. Ja, mittlerweile wurden wir eines Besseren belehrt. Dafür schauen wir uns jetzt noch schnell einen Trailer an von etwas, wo wir uns nach der Sommerpause freuen dürfen. In der Zwischenzeit, weil da wieder ein Haufen Leute jetzt wahrscheinlich abhauen, wem es gefallen hat, Daumen da lassen, wer noch kein Abo da lassen hat, lasst mir ein Abo da, weil warum, was kostet die Welt, Brudi? Kostet, was kostet nicht mehr was und aktiviert die verdammte Glocken, dann merkt ihr, wann ich online gehe. Ich stream jeden Montag und Mittwoch ab 8 bis um 10 ungefähr. Und ja, Spoiler, die Titanic geht unter. Und Will Smith, sein Hund stirbt. Und der Will Smith auch. So, jetzt bei so Wort. Sommerpause. Der ist noch ewig. Ja? Das ist irgendwann im August. Aber bis dahin, ich möchte das Spiel nicht durchhauen. Mich interessiert es doch auch, wie es weitergeht. Ich möchte das Spiel nicht auf zweimal durchhacken und dann wissen wir wieder nicht, was wir da sollen. Wir sehen uns am Mittwoch um 20 Uhr mit wahrscheinlich Transport Fever. Tanz der Wolf! Der Dumbledore. Ja, gut. Mittlerweile ist es okay. Früher hätte ich die umgebracht dafür. Hitschebau, gute Nacht, Netti. Gute Nacht, Netti. Herr Bastjo, ich würde sagen, eingelaufen. Was, eingelaufen? Ich weiß jetzt nicht mehr, was sie das bezirkt. Habe ich nicht aufgepasst. C-Fix. Da wird gerade weitergebaut und Passau und was ich was alles. Am Micker, mal runden Transportfieber. Nächsten Montag geht's weiter mit Detroit Become Human. Jetzt schauen wir uns einmal runden einen Trailer. Nämlich, ich glaube, es ist von dem Macher von Blair Witch, was wir letztes Jahr direkt nach der Sommerpause gespielt haben. Und kommt Holidays 2020, heißt The Medium. Und den schauen wir uns jetzt einfach mal an. Herr Gabi, Spoiler, du bist demnächst wieder Bumsuff, Hackbratzen, Gichtelfotzen, Vollgas, Knülle dicht. Glaube ich gar nicht. Glaube ich gar nicht, weil solange man sich nicht mit Leuten zusammenhocken kann, so richtig, wird das nicht passieren. Aber merci dir für den ganzen Abend. Du hast auch schon was wie viel Euro, dass du umgeworfen hast heute.
Und einige andere auch, übrigens. Herzlichen Dank, Leute, miteinander. Und sorry, wenn ich mal den einen oder anderen übersehe, ich kann nicht alles gleichzeitig machen. Fix, nein. Blattling habe ich vergessen, das ist richtig. Kommt auch dran. Geht am Mittwoch weiter. Mittwoch geht's weiter. Jetzt pass auf, jetzt schauen wir uns mal eine Runde einen Trailer an. Ja, ist das genehm? So, World Premiere. Mr. Bastjo, eingelaufen, bezieht sich auf das kalte Wasser, das der Henk abgerissen. So kalt war es, glaube ich. So dermaßen ist es eingelaufen. So, Ruhe ist jetzt schauen wir uns einen Trailer. Merci dir wieder. Jetzt schauen wir uns nochmal schnell den Trailer, der hat 2 Minuten 14 und kommt, glaube ich, genau, also um mal das mal kurz klarzustellen, die Sommerpause, das werde ich jetzt ein paar Mal öfter wahrscheinlich sagen, weil sonst heißt es wieder, was für Sommerpause? Und am ersten Tag, wo ich nicht stream, so, warum kommt denn kein Stream? Sommer, da mache ich dann auch wieder ein kleines Video dazu, so kurz 2 Minuten und erkläre, was ich tue und überhaupt und sowieso. Ich weiß ja nicht genau von wann bis wann, aber genauso wie letztes Jahr, wahrscheinlich den ganzen August, bin ich raus, wenn bei uns da Sommerferien sind. Da bin ich auch mehr raus, da habe ich Urlaub bei mir in der Arbeit und dann nehme ich mir auch Urlaub von da. Kein Stream, keine Videos, gar nichts, einfach weg von da. Ja, das tue ich einmal im Jahr, das ist mir sehr wichtig, das werden wir auch weiterhin behalten und wenn wir irgendwann 85 Millionen Leute sind, mir wurscht. Wahrscheinlich den ganzen August. Bis dahin müssen wir noch was mit Spiele finden. Ja? Detroit Become Human, ich weiß nicht, wie lange dass wir das noch spielen können. Ich habe keine Ahnung, wie weit das wir sind. Wie weit haben wir? Weiß es jemand bei der Hälfte? Nein, sagt's nichts. Da lassen wir uns überraschen, sagt's nichts. Und parallel. Oh ja! What the fuck? Jetzt bin ich aus Versehen auf der Tasten gekommen. Es ist Corona-Time, da gibt's keinen Sommer. Glaubst du wirklich, dass im August nur Corona-Time ist? Glaubst du das selber nicht? Und wenn, selbst dann im Urlaub. Ist mir egal, Alter. Dafür geht's dann noch, wenn danach immer noch Corona-Time ist, ja, dann werden wir irgendwann früher oder später anfangen mit 3 Streams pro Woche. Sag ich euch auch, ganz ehrlich. So. An der Stelle schnell nicht vergessen, Daumen nach oben da lassen. Warum wissen wir nicht, aber das wisst ihr bei anderen YouTube auch nicht und dann drückt auch alle auf den Daumen nach oben. So, wenn wir 1000 Daumen nach oben zusammenkriegen, dann rasiere ich mir die Füße. So. Dann haben wir noch Transport Fever, dann haben wir noch Far Cry 5, dann haben wir noch Call of Duty, hat mir ziemlich viel Spaß gemacht, ich spiele momentan auch ziemlich viel privat, da werden wir vielleicht auch noch 2 Runden reinhauen, irgendwann einmal vielleicht auch mal Solo Warzone, dann wieder mit euch, Community zocken und so weiter und so fort. Und dann schauen wir mal. Ich glaube auch, der Schmiedi schreibt gerade, Hitman 2 war echt geil. Ich glaube, dass Hitman 2 ganz witzig war. Jogau, geiler Scheißbürger, bitte auf YouTube, schmeiß schnell Author rein. Nein, weil ich da Copyright-Strike wird. 100% nämlich. Also 100%. Das Risiko gehe ich nicht ein. Ich darf es mir auch gerne anschauen. So, wir schauen uns jetzt aber später, das kommt auch gerade nach der Sommerpause, da kommt dann so viel Zeit, dass ich nicht weiß, wo ich anfangen soll. Cyberpunk ist einmal das Erste. Was ich mir für das ausdenke, ob wir mir da voll mal oder vielleicht sogar 2 Wochen die Streamzeiten auf jeden Tag ändern, weil ich glaube, in Cyberpunk werden wir mehrere 100 Stunden brauchen. Das überlege ich mir dann. Ob wir Cyberpunk überhaupt streamen, überlege ich mir dann auch, oder ob ich mir das einfach wirklich privat reinziehe und so genieße, wie ich das gern würde. Ich weiß es noch nicht. Nach der Sommerpause kommt das da, was wir auf alle Fälle auch spielen werden. Was kommt nach der Sommerpause noch? Dann werden wir das erste Assassin's Creed spielen nach der Sommerpause. Ende 2020 dieses Jahr kommt Assassin's Creed Valhalla. Und die letzten Assassin's Creed habe ich nicht gespielt. Aber sie haben sehr kurz gespielt, nie durchgespielt. Das Origins habe ich auf alle Fälle gespielt. Und die haben sehr gut bewertet worden. Und jetzt spielt es auch noch in einem Setting, das mich tatsächlich interessiert und triggert. Und deswegen werden wir wahrscheinlich auch Assassin's Creed Odyssey, Valhalla spielen. Dann, was kommt Ende des Jahres noch raus? Fällt mir jetzt gerade nicht ein, ist aber scheißegal. Hanna, die 2 Spiele kann man schon ein halbes Jahr damit füllen. Ja. Schauen wir uns einen Trailer an. World Premiere. Ich hoffe, dass ich deswegen nicht gestrikt wird. Das war allerdings auch dumm vom Entwickler. Bibi Bauchi! Oh.
Was war's das schon? War das alles? Nein, war nicht. Geht noch weiter. Da hat man jetzt nicht so wirklich gesehen, was es ist, aber jetzt glaube ich, sehen wir es. Jetzt wissen wir, wo der Hase läuft. Was ist jetzt schon wieder? Was ist das da? Nein, nix subscribe, irgendwas, bla. Das war der total falsche Trailer, wenn du mich fragst. Jetzt pass mir auf. Haben wir noch nicht mehr gesehen? Es ist auf alle Fälle ein Horrorspiel. Es ist von den Leuten von Layers of 4. Muss ich da noch irgendwas dazu sagen? Kann gut sein. Werden wir spielen. Dann habe ich gerade noch gelesen, es ist richtig, wie Sash kommt. Wahrscheinlich kommt, ja. Ich meine, das sagen schon seit 4 Jahren, dass es kommt. Da kommen dann volle 3 Kapitel, dann haben wir auch ordentliche Horrorspiele zum Spielen. Ja, und dann wüssten wir eh nicht. Dann wüssten wir es eh schon nicht mehr. So, dann darf mich noch interessieren. Warum kein Hitman? Ich habe nicht gesagt, kein Hitman. Hitman kommt vielleicht auch noch vor der Sommerpause dran. Schauen wir mal, wenn uns die Spiele für jetzt dann ausgingen. Wir müssen noch 3 Monate überbrücken. Wir haben ja noch fast den ganzen Mai, den ganzen Juni, den ganzen Juli. Okay? Irgendwie nichts sagen, der Trailer, da hat der Herr Dampfexpress recht. Aber nehmen wir einfach Layers of 4 und münzen wir es auf das da. Wird gut. Mal kurz. Muss ich mal schnell schauen. Da hat es aber auch einen anderen Trailer noch gegeben, den ich schon gesehen habe. Moment. Aber ich finde ihn nicht. Egal. Hat was von Silent Hill. Ja, genau. Das hat mir ja gedacht. Oh, Scheibe schreibt, hat was von Silent Hill, das ist richtig. Rick and Morty Virtual Reality war etwas für den Stream. Das stimmt, das dauert nämlich auch bloß 2 Stunden, glaube ich. Baldur's Gate 3. Herr Alwin hinter Baldur's Gate 3 spiele ich privat auf alle Fälle, also 100%ig. Bloß bin ich mir nicht sicher, das ist sehr fett zum Lesen. Das ist unfassbar fett zum Lesen. Wahrscheinlich auch alles auf Englisch und so weiter. Ob das für den Stream so super geeignet ist, glaube ich nicht. Nur dazu ist Baldur's Gate 3 wahrscheinlich auch so ein Spiel, das mehrere 100 Stunden dauern kann. Ja, schwierig. Wenn man das nämlich spielt, dann kann man zum Beispiel auch Wasteland 3 spielen. Eines der von mir meist erwartetsten Spiele dieses Jahr. Wasteland 2 war so geil, das hat mir so gut getaugt, aber das dauert auch mehrere 100 Stunden. Was haben wir? Was haben wir? Der Allerechte schreibt, mei, schaust du halt wieder sexy aus. Wann schaue ich nicht sexy aus? Ich hab zerzaust das Haar ein bisschen. Egal. Psyching, was war denn mal mit Borderlands 3? Ich bin kein so Borderlands-Fan. Da haben wir schon einmal geredet. Schwierig. Einfach schwierig. Wenn mir die Spiele ausgehen, werde ich nochmal drüber nachdenken. Was hältst du von Biomutant? Kommt jetzt dann gleich. Kann ich noch nicht recht viel sagen, weil so recht viel Gameplay habe ich noch nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da warte ich, wenn bis da ist und schauen wir Bewertungen und Tests so. Dann werden wir es sehen. Jetzt pass auf, was steht noch auf meiner Agenda? So, ich überlege. Ende Juni kommt The Last of Us 2. Das war halt perfekt. Mehr geiles Gameplay und Story in einem. Glaube ich, werden wir so schnell nicht nochmal finden. Außer dann wahrscheinlich in Cyberpunk. Bloß brauche ich dafür eine Playstation. Und ich kaufe nicht wegen einem Spiel eine Playstation. Nur dazu, wenn in einem halben Jahr die neue kommt. Wenn ich mir aber in einem halben Jahr eine Playstation 5 kaufe, was in Ordnung war, weil dann weiß ich, okay, das ist jetzt wieder die nächsten 6 bis 8 Jahre. 6 Jahre eher wahrscheinlich. Wahrscheinlich eher 5 oder 4 Jahre. Eine aktuelle Konsole und dann kann man die Exklusivspiele vielleicht auch streamen. Ja? Kommt mit Sicherheit ein nice Uncharted. Kommt mit Sicherheit irgendwas. Ja, weißt du schon. Wenn doch mal ein Zelda kommt, friss ich am Besen. Vielleicht, also die Naya mit Sicherheit nicht, weil ich die Naya Zeldas alles scheiße finde. Zelda Breath of the Wild war für mich das schlechteste Zelda jemals. Und ich spiele es fast seit dem ersten Teil auf dem NES. Ja, das hat für mich nichts mehr mit Zelda zu tun. Wenn ich das Spiel nämlich in der Hauptstory auf einen Samstagvormittag oder Nachmittag besser gesagt durchspiele, dann ist es für mich kein Zelda nicht. Rank Static! Viel mehr seht ihr wieder noch ihre. Bussi aufs Nussi. Ja. Dazu müssen wir aber fast auch The Last of Us 1 spielen. So. Wie lange dauert denn The Last of Us 1? Jetzt pass mir auf. The Last of Us 1. Playtime.
How long is The Last of Us? Da nehmen wir mal den Median Main Story 15 Stunden. Das heißt, wenn wir uns für solche Spiele vielleicht einmal darauf einigen, dass man mal eine halbe Stunde oder eine Stunde länger streamt, dann braucht man 5 Streams. Das heißt, naja gut, 2-3 Wochen. Das darf schon gehen. Haben wir mal einen Samstag noch dazu mit 3-4 Stunden. Das darf schon gehen. Dann stellt sich der Bürger aber ein bisschen dumm an. 2 Wochen. Das war schon, ich weiß nicht. Vor allem, ich habe ja The Last of Us 1 auch noch nicht gespielt. Schande über mein Haupt. Ja? Ich nenne mich Hardcore-Gamer, auf gut Deutsch gesagt, schon fast, und hab The Last of Us 1 nicht gespielt. Bürger, du Schandmaul. Right, wenn dann Twilight Princess oder Ocarina of Time. Da werde ich mich wieder drauf einlassen. Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Mr. Motzog, so, Bürger, Price und Lavo, ich hau mich ins Bett, muss morgen wieder um 5 Uhr aus, also gute Nacht. Ja, Motzog, merci fürs Zuschauen, haben Sie rein, habe ja, aber es ist wahrscheinlich wert, da habt ihr recht. Ich weiß, ich hätte so gern dieses PlayStation Now, das habe ich ja schon mal ausprobiert. Das war, was, das kostet noch nicht einmal was. Also natürlich kostet es, aber das ist ein Witz. Da sind so viele Spiele drin und ich bin mit dem Controller wirklich ein Aim-Krüppel Level 9000 zum Kotzen. Das heißt, Luch auf was. Warum? Mehrwurst-Kaiser! Vergesst wieder einen Euro. Hashtag Pralinsquad. Ab in den Chat. Herr Geibefee, heute kommt's wieder daher, wie er gelegt und durchgeschlägt. Fest wie ein Kombi aus Erbolent, weiß nicht, wer das ist, aber Charlie Harper. Charlie Harper, nimm ich. Jetzt leihen wir alle auf einmal eine Playstation. Das ist ja nett, Dankeschön. Schauen wir mal. Also, da braucht man keine Playstation leihen, dann kaufe ich morgen. Dann verkaufe ich es halt wieder. Keine Ahnung, dann schreibe ich meinen Namen drauf und verlose herin oder was weiß ich nie. Horizon Zero Dawn war was, das darf mich interessieren. God of War darf mich selbstverständlich interessieren. The Last of Us 1 darf mich selbstverständlich interessieren. Die ganzen Uncharted-Teile darf mich alle interessieren. Da haben wir vor einem Jahr schon einmal drüber geredet. Weil ich da auch schon gemeint habe über den Sommer, so fuck, es kommen keine Spiele mehr. Ja, und jetzt stehen wir immer noch da und wissen wir nicht, was wir spielen sind vor lauter Zeug. Schwierig. Das Ding ist halt auch, ich möchte mir nicht eine PlayStation 5 kaufen in einem halben Jahr. Oder Ende des Jahres. Und komme dann Ende des Jahres mit The Last of Us 2 daher. Da wo es ja jeder, den es interessiert, schon gespielt hat. Das mag doch auch keiner. Wobei das auch wieder jetzt mit dem Spiel ist, wie viele Leute hatten da herin, die Detroit Become Human schon 100 Mal durchgespielt haben, aber sie das jetzt trotzdem mit mir noch mal anschauen. Ist auch wieder interessant. Ja. Uncharted 4 hätte ich auch Bock drauf. Gut, sie fix, da hat schon ein paar Spiele gegeben, die sie das bringen. MMA, Alter, jetzt brauche ich ein PS4. So gute Titel. Ja, ist aber auch so. Eigentlich brauche ich schon lange nicht. Ja. Fix, Mario Hollerstein, 17 Mal im Pfotzen geschissen. Red Dead Redemption 2 Vibes, das ist richtig, war zu lang gewesen, das habe ich privat durchgespielt. War ein sehr gutes Spiel, sehr wie alles von Rockstar. Ja, GTA ist auch ein gutes Spiel, brauchen wir nicht diskutieren. Aber wenn der Online-Scheiße totaler Mist ist, wahrscheinlich ist es auch gut, aber Community ist wieder Deppenhaufen hoch 20. Naja. Mach Schluss jetzt, ich will schlafen, schreibt der Leitbeni. Ja, fix war ich dann ins Bett. Und für einen 24-Stunden-Stream bin ich einfach zu alt, Alter. Da bin ich einfach zu alt. So. Frau Lorenz schreibt, ich habe Detroit Become Human auch schon bei jemand anderen gesehen und ich schaue es mir trotzdem bei dir nochmal an. That's loyalty! Frau Lorenz, vergeht's gut. Herr Meduschkaiser. Luch auf Us ist ein Insider vom Gronk. Achso, das weiß ich nicht. Ich schaue keinen Gronk. Oder nimmer. Also ich habe noch nie aktiv einen Streamer oft angeschaut. Habe ich? Nein, habe ich wirklich nicht. Ab und zu mal einen Shroud früher. Aber interessiert mich auch nicht mehr. Naja. Leute, da findet man schon was. Auf alle Fälle findet man keinen Landwirtschaftssimulator und kein Minecraft. Weil ganz ehrlich, die Fragerei nach dem Landwirtschaftssimulator geht mir nicht mehr so auf die Nerven, weil fast keiner mehr danach fragt, was auch super toll ist. Aber wie wir mit Minecraft angefangen haben, dass ich auf sämtliche Plattformen am Tag 10-mal die Serverfrage gekriegt habe und was weiß ich, was tue ich mir nie wieder an. Zumindest nicht so schnell. Und wenn dann anders überlegt oder wie auch immer. Herr Bügner, was war das wieder? Ein Zwickel, vergeht's gut. Wo ist die hergekommen? Was hältst du von Deus Ex? Sind auch gute Spiele. Da hast du recht. Die habe ich auch schon seit, ich glaube, ich habe das erste, da gibt es zwei neue. Das erste habe ich, so habe ich mir kurz angefangen, da habe ich nicht fertig gespielt. Und das zweite, ich weiß nicht, wie es heißt, ich kann mir die Untertitel habe ich mir nicht gemerkt. Irgendwas auch mit Mankind Divided oder irgendwie so. Und noch eins. Ich weiß aber nicht, was da heute in der Nähe ist. Ja, die kann man vielleicht auch mal spielen. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Fix.
ist das genug geben. Und wenn uns die Spiele wirklich ausgängen, dann gehe ich hier und kaufe eine Playstation und haben wir 10 neue. Und fertig. Ja. Passt schon! Der Kaya Jana macht jetzt auch Streaming und hat sich gleich mal einen 20.000 Euro PC stehen lassen. Und nein, kein Apfel. Ja, der Kaya Jana. Oh Gott. Oh Gott. Du weißt, der Fact, dass es ihn hinstehen hat lassen, sagt mir so viel wie Perlen vor die Säue wieder. Naja. Until Dawn haben wir dann auch auf der Playstation endlich, mit einem sauberen Playstation-Controller und so. Naja. Watch Dogs war auch interessant, stimmt, ja. Wir haben ja am allerliebsten, so wie jetzt da in Detroit Become Human, so Spiele, die wo einfach auf 10 bis maximal 16 Stunden fertig sind, vielleicht eine coole Story interessieren, cooles Gameplay haben, sind die perfekten Spiele für die Art von Streams, wie es ich gern machen würde. Naja, aber da werden wir uns vielleicht einmal in einem Plätschmerz auch wieder unterhalten, wenn Detroit Become Human vorbei ist. Also wenn wir es durch haben, hauen wir mit dem Plätschmerz rein, suchen wir uns ein paar Spiele aus oder wir spielen einfach irgendwas weiter. Wir haben ja immer noch Far Cry 5. Ich glaube, da können wir auch noch 10, 20 Stunden ohne spielen. Also das Zeug geht uns nicht aus. Ja, es geht uns nicht aus. Freunde der Sonne, jetzt ist 10:15, jetzt schleichen wir uns ins Bett und wenn ich jetzt noch ein paar mehr auf den Tisch aufhau, dann ruckt die Kamera noch weiter ab und wir wissen erst recht nicht mehr, wo hinten vorne ist. Weißt du, was ich euch sage? Das Scheiß drum ist so dumm, Alter. Und da ist mittlerweile auch so viel Alerts drin, dass da nur noch ekelhafter Bart rauskommt. Freunde der Sonne, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Es war mir eine Ehre, Sie belustigen zu dürfen. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Ich hatte Spaß. Detroit Become Human ist ein super gutes Spiel bis jetzt. Und so viel Leute sagen nur, es wird noch besser. 20 Stunden Far Cry 5, du bist lustig. Ja, was weiß ich, wie lange das Far Cry 5 dauert. Aber wir können mindestens noch 20 Stunden ohne spielen, sagen wir es so. Mindestens. Und nicht gesagt durchspielen. So. Es war mir eine Ehre, Sie belustigen zu dürfen. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank für die ganzen Donations heute schon wieder. Was ist jetzt sowieso nicht auf, was beschwere ich mich lang. Vielen, vielen lieben Dank für die neuen Mitgliedschaften, die es heute gegeben hat. Da gibt es nämlich die Extra-Tröte. Es ist so behindert, dass ich einen Vollschlag kriege. Ist ja wurscht. Vielen lieben Dank, Press F for Respect für die Mods, die Scheiße darin sauber halten. Aber momentan glaube ich, ist der Chat relativ gechillt. Ich krieg zumindest nichts, irgendwelche Totalausfälle kriege ich nicht mit. Weiß es was ist. Für alle, die gerade noch da sind, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns spätestens am Micker mit wahrscheinlich Transport FIFA 2, weil irgendwann müssen wir Graz einmal weiter ausbauen, das hilft sowieso nichts. Da wird es ein wenig ruhiger. Momentan ist alles ein wenig ruhiger, ist ja eine Sommerpause, ich weiß es was ist. Schlüsselpützchen! Donald Nation 4 und Stalker, Call of Pripyat. 4 ist mir zu alt, das habe ich damals schon gespielt. Stalker, vielleicht. Die habe ich privat auch nie gespielt, die Stalker-Teile, und sind sehr hoch gelobt. Schauen wir mal. Dankeschön für den Euro. Jetzt Bussi aufs Nussi für euch alle. Geht's ins Bett, schlaft's gut. Wenn euch langweilig ist, dann geht's in meinen Kanal und schaut euch die Streams an. Da gibt's mittlerweile, glaube ich, hunderte Stunden Material zum Anschauen. Und jetzt geht's ins Bettel. Ich wünsche euch was. Hab euch lieb ganz fest. Gehen Sie ins Bett hinein. Haben Sie eine tolle Zeit bis Mika. Habe!